Da sind ich ganz nervös. Nee, das ist ja wirklich immens flott. Ich hatte ein bisschen gedacht, dass die Table Ronde ein bisschen, ja, ein bisschen, der vielleicht ein bisschen viel wäre, aber dass du mehr flott, das wirklich, ja, das ist wirklich voll aus. Si quelqu'un a besoin d'une traduction, il y a les appareils aux côtés, et c'est Laura Zuccoli de l'ASTI qui fait la traduction. On peut toujours aller chercher. Mais ja, ich wollte erst mal so mein Intervenant, herzlich begrüßen an Intervenantinnen, das Name ist ja. An erst mal so und für dich vielleicht zum praktischen Auflauf vom Abend. Also wir wollen immer so viel wie möglich froh, dann hast du immer besser an der Saal gehen. Wir sitzen aber 7 Leute hier, aber wenn die aber sollen zu Wort kommen, dann hält der nächste Teil aber eine gewisse Partyzeit an. Und das Modell wäre dann folgen. Alle Intervenants kriegen eine Frage gestellt, die spezifisch und hier adressiert, das für Mengen das besonders interessant ist, von die soll darüber angehen. Und da können die anderen intervenieren, und da kriegt ein zweiten eine spezifische Frage gestellt. Und zusammen haben so 9 Minuten. Ich kann doch dank einer Verjüngung von unserer hauptamtlichen Equipe eine App installiert, wo ich das kann immer viermal Daumen wie wäre, aber wir gehen noch nicht auf die Minute. Das heißt, es wäre dann nicht gegen eine Frage stellen, wie gesagt, dann eine Hauptfrage und dann 9 Minuten insgesamt, dann, dass es jeder zu dezidieren, wie viel Zeit investiert. An Dono wäre da aber ganz klar, wir frohen in den Saal. An Dono ist eine Movementstradition natürlich Pat zu trinken am Restaurant drinnen. Geht das nicht. Da können wir aber noch zusammen trinken und den Abend ausklingen lassen und ein bisschen drüber klappen. Ich will aber als Introduktion noch als Movement Ökologique 2, 3 inhaltliche Sachen am Vierfeld just einke klarstellen oder als unser Point de vue so, weil da doch an der Last an bestimmten Table Ronde heichkommen. Das ist nicht so, dass der Movement Ökologique los sieht von Haut auf Morgen als die Lösung, wenn wir keine Wurstum haben. Das wäre ja absolut utopisch, wäre einfach zu sagen, stopp, es soll rüber sein und da geht es uns allem gut. Nein, wir wissen auch, dass das keine Antwort ist. Das ist immer in der Krisendiskussion, wie der Jan Schneider immer gerne sieht. Wir leben nun eine Umgestaltung vom gesellschaftlichen System, vom Wirtschaftssystem, dass wir nicht mehr aufhängig sind vom Wurstem und dass wir rauskommen aus dem Wurstemszwang und aus der Wurstemslogik. Das ist etwas ganz Ähnliches, dass sie, wenn man möchte, wie wenn du von Haut auf mal alles will stoppen. Nein, wir sind an der Thematik von einer Umgestaltung von unserem System. Und die Klarstellung ist mir immens wichtig am Vierfeld. Da hat noch da verbunden, die ominöse Joghurtfabrik a Knauf, sie wichtig, sie sind Symbole für die Diskussion, aber ob du eine Firma mehr oder Männer könnt, als wir der Wasserverbraucher, wie ein Reif froh natürlich immens wichtig. Ob sie können oder nicht, verändern wir als System, wie wir heute wirtschaften, wie das ganz abgebaut ist, nicht. Und dafür werden wir auch nicht Männer nuven, ob die Firmen angehen. Den Herr Bodrik kann vielleicht kurz eine Opposition beziehen zu raschen Fähigkeiten von seinen Parteikollegen. Aber sonst los mal. Bleibt unparteiisch. Ja, du kannst nicht erlaubt. Wir wollten da mehr Zeit daran investieren, eben weil wir wirklich den Fokus darauf richten, welche Instrumente wollen wir als gehen, für eben unser Gesellschaftssystem mehr aufhängig von dem davon zu machen. Wie kriegen wir das Sozialsystem nicht finanziert? Wie kriegen wir Instrumente, eben wirtschaftliche Entwicklung zu entwickeln, wirtschaftliche Entwicklung zu entwickeln? Wie wollen wir mehr schaffen? Wie können Arbeitszeitmodelle und so weiter und so fort? Nicht einfach den dafür allem natürlich auch unseren Lebensstil an unseren Konsum hervorheben. Dann hat das Wort schon genutzt. Wir werden dann noch mit der Idee von der Transition aufhängen, mit der ersten Frage, für eine gewisse Chance zu geben, aber dass auch gut no-lauscht an dem, was projiziert wird. Die erste Frage richtet sich an Laurent Heimat und insofern auch die erste Präsentation unsererseits. Voilà. La gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme de... La planète est en train de devenir une étude, les ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais
für nach mich spannend zu machen, weiter Zitat. Indikatoren, die wir haben, ob das ein Armutsrisiko ist, ob das ein Tod von den Leuten ist, die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, obwohl sie eigentlich schaffen, sind am Blut gegangen. Das heißt, die sozialen Ungleichheiten sind also nicht gegangen, schwer zwischen Arm und Reich, als sie nicht gegangen. Und das belastet als Gesellschaft und das belastet die Kohäsion von unserer Gesellschaft. Das ist eine zentrale Herausforderung, die wir an der ganzen Rüstungsdebatte müssen sich legen. Und jetzt geht das ist aber auch gerade so gerade von einem Schutz, die wir drohen für die Zukunft, wenn das von den ökologischen Fußabdruck in der letztendlichen Ökonomie guckt, dann stellt ihr fest, dass global gesehen, als es von den Kalender guckt, den 1. August noch Global Footprint, wo alle Ressourcen, die die Welt in einem Jahr herstellt, wo die abgebracht sind, wo man das 1,5 Jahre auf Kopf von den Generationen nur leben, und zuletzt durch als das schon ein Fehler. Das heißt, die ökologische Transition muss eine von den zentralen Herausforderungen sein, aber man muss als Hilfe Steuerungsinstrumente geben, für die hinzukommen. Aber die Steuerungsinstrumente, da bin ich ja ausdrücklich. Voilà, das wären das Spieler zu der Thematik, wo wir ein bisschen den Kader wollen setzen, noch von den Ofen, nämlich die von dem fundamentalen Problem an unserem Wirtschaftsmodell. Und Lorenz Heimat, mir Hundo, ja, du sagst du nicht so gut, du kannst, oh, ich hatte es dir zu meiner Patsch bei der ich da Dinge versuchen. Das Lützeburg, ich bin mir jemisch. Die kennt ja für ihr Parteiprogramm. Wir haben den natürlich ausfeierlich geguckt. Und ich gesagt, wollte mal in der Blag eine Eidelfolie machen. Und du so Idee, Kollege, von man das zu frisch. Aber an ihrem Kurzprogramm, die der Resümee von ihren Wahlforderungen, die sind 20 Punkte, Schule, Bildung, Familienpolitik, Soziales. Aber bei den 20 Punkten, das muss ich mal fertig bringen, ganz ehrlich gesagt, wo der dummerweise die Umwelt vergisst. Es gibt kein Kapitel Umwelt an ihren Resümee bei den 20 Forderungen. Ich habe matt Brot. Und dann auch es gibt auch kein Kapitel Klima, die 4 Seiten, die auf ihrer Homepage sind. Lorenz Heimat, und dann das Kapitel Klima, auch da, das ist nicht unspannend am Resümee. Punkt 15, Schölfen, Punkt 15, aus dem Kapitel Klima, als kein eigenständiges Kapitel, mit muss ich auch da sich vorstellen, die lebt unter der Kreislaufwirtschaft. Wir fanden Kreislaufwirtschaft ja wirklich gut, auch noch ein Instrument für den Klimaschutz. Aber den Klimaschutz in das Thema rein Kreislaufwirtschaft zu setzen, also aber nicht unkack. Und die dritte Folie, die ist aus dem großen Programm, da muss da gucken, das ist die von der Biodiversität, wo wir auch für den Exemplare schulen. Bei der Biodiversität, du schreibst den CSV als Volkspartei nicht als erster Punkt, wir hätten gerne eine massive Unterstützung von Projekten oder wie eine Formulation noch immer. Aber die erste, du hast noch nicht wäschgelos, gell? Nicht, dass der Mensch die anderen Sachen wäschgelos. Du hast tatsächlich Kreislaufwirtschaft drin, sich bei der Biodiversität und dem Naturschutz. Und da geht es los, dass Gemeinden sollen eine größere Verantwortung haben. So kann ich darüber schwätzen, wie ist das der Punkt an der Biodiversität? Der zweite, dass mit der PRG, wir wissen, dass CSV eine Position hat, dass du den Environnement soll man zu schwätzen haben. Und den dritten ist dann aber positiverweise der Biodiversitätspakt. Wir haben also den Eindruck, dass eine Linkpartei, wie wir den Herrn Baum hören haben, wo ich ohne zu viel Klischees fallen, aber wo ich meine, dass die für allem Sozialpolitik auf ihrem Radar haben, was die Vokation betrifft, eigentlich der Ökologie bemol viel mehr einen hohen Stellenwert erraumt, für ein CSV als Volkspartei, die das ja eigentlich auch misstun, wo ihn dann noch nachfährt, wie die von der Schöpfung dem Matt kombiniert. Ich muss sagen, wir wären alle enttäuscht über das Programm und ich wollte dich einfach vorstellen, hat der Thema einfach bei ihr als CSV aus dem Wahlprogramm wirklich ein Spiegelbild, das ist schon mal rhetorisch, von ihrer Vorstellung, wie erklärt ihr das dort? Aber was hält ihr aber so aus, so von denen vom Hülo und dann noch vom Herrn Baum, wie zu sagen, wir brauchen ein fundamentales Changement, sonst
das rennen wir an eng opbewandt wer den Planet betrifft. Also froh und ich iwwer den Halt vun de Lebensgrundlehre, wer die bei hier net fand. Herr Gramenia, du dir net gesinn. Ja, Zeit lebt. Schönen guten Abend, Madame Weber. Merci für die frohe Spiele längser jetzt für meine gewissen Erleichterung. Ja, das war ja mal ganz leichten Anfang, leichten Drakommen an das Sujet vom Abend. Dafür merci. Also, wann froh ist, ob ich die Einschätzung vom Herrn Baum, Delen vom Herrn Hulot, ja, natürlich braucht es Veränderungen, wenn wir als Welt verändern. Damit sind als Menschen da mal eins. Ne? Denke nicht, dass wir eine Veränderung wollen. Das ist just froh, wie eine Veränderung wollen wir. Da meine ich, werde ich mit Herrn Baum nicht an all Detail eins sein, weil das System, den die Links sich vorstellen, als Lützeburg zu machen, sicherlich nicht den ist, den wir als Volkspartei werden ergeben Matron. Mit Herrn Hulot sind wir vielleicht auch, was die Wehr von der Veränderung angeht, echt auf enger Linie schmengen. Das war ja, wenn ich mich gut erinnere, den Interview, wo sie ganz Enttäuschung auch zum Ausdruck brachte, dass eine Demission auf France Inter mitgedeelt hat. Wie konkret ja gut, ja. Ich probiere viel Frohen in kurzer Zeit zu antworten. So gut wie es mir möglich ist, weil mir Frohen für nicht kann. So selber. Also konkret ja. Als vor ja stellen die Einschätzung von den zwei. Ich kann auch zum Teil den Irrger und den Frust von einem nachvollziehen, in einer Regierung war und nicht alles so umgesetzt gut, wie ihn vielleicht will. Ich meine, das ist auch Politik. Wenn in einem der Zivilgesellschaft könnt, dann ist es für mich schwer, sich da ranzufangen und ranzuliefern. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen und die gehen auch nicht an die Gemengen von heute auf morgen, wie die wissen, die an den Gemengen aktiv sind. Das ist ein langer Weg mit viel Überzeugung auch für Leute. Die sieht vielleicht hier am Movement Ökologique immer von etwas ganz überzeugt, dann noch enger Meinung an dem Punkt. Aber wenn ihr da muss nachbringen an der Gemenge mit Überzeugung und die will bringen, dass er dann ganz anders Sache. Was das Programm von der CSV angeht, kann ich nicht nur vollziehen, dass die Umwelt soll zu kurz kommen. Das ist also eine Einschätzung. Nee, am Resümee hast du nicht dran. Das ist ja so am Resümee dran. Ja, also pur Punkte am Resümee dran, weil das sich auch die Sujet an der Thema sich durch pur Programm Punkten zieht. Ich war an einem Interview, da sind ich gefragt, ich werde Education nicht mehr viel am Programm, wie die Vorläufe wird. Umweltschutz nicht mehr viel am Programm. Ich stelle mir auch eine Frage, für was Europa nicht mehr viel am Programm ist. Also wir kriegen sicherlich nicht den Literaturnobelpreis für dieses Programm. 100%. Schon die noch ein Kehr gelesen, sie setzt dran, die gebe ich, wir können in Ernst das formulieren, können Kapitel in Ernst das zusammensetzen, wichtig, dass man was für konkrete Sachen dran ist. Auf konkreten Sachen sind ein ganz helle Wohl dran und wird eng angesperrt, dass die von unserer Auffassung, was PRG angeht, was den Naturschutz angeht, wo man nicht enger Meinung sind, auch mit dem, was die Regierung gemacht hat, weil man gesagt hat, wir hätten sich gerne ein Gesetz, wo man alles, was Bebauung angeht, regruppieren. Das heißt, sich das Gesetz über das Aménagement kommunal auch neu fassen und noch da dran ranbringen, wird an so ein Werk gebaut oder nicht gebaut gehen, weil wir wollen. Pardon, wie hast du das erklären, wenn dir die Aussagen deelt, dass man ein fundamentale Problem sind, weil das Leben innerhalb von der Lebensgrundlagen ist, und dass das aber an ihrem Programm der Fokus dann eben auf die Gemenge gelegt wird, dass das zu der Bonn geht, wenn der Apps will für die Gemenge. So, wie erklärt ihr dann, dass das so, ich fand das richtig, es findet sich aber wirklich textuell nicht dran herum. Das ist nur Elektor, Madame Weber. Wir haben ein auch ein Grundsatzprogramm, wo man als ganz klar ausschwätzen für ökologisch, für soziale Marktwirtschaft. Und die wollen wir natürlich am Konkreten umsetzen. Dafür schreiben wir Parteiprogramme, die natürlich an dem Sinne idrische sind. Und nicht, wir können nicht alles auf die Platz setzen, auch weil vieles zur Priorität erklärt wird. Was zum Beispiel mir dann an einem Programm auch nicht gefällt, weil bei so viel Prioritäten stellt sich dann vor, was da wirklich noch prioritär ist. Wie war bei, soll ja auch bis nur, weil bei 20 Themen die Ökologie nicht auftaucht, das ist aber nicht, das ist nicht eine Priorität, dass mir taucht nicht auf bei den 20 Themen. Taucht auf. Gut. Ob der CSV seit aus dem Programm resümiert, ja. Die können da nur gucken. Okay. Nee, die waren nicht, müssen alle an der Bord gehabt haben.
den halten die 20 Engagementer, den große Programm können sie auch kriegen, an dem man lädt. Das ist nicht so, wie von Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz bei uns keine Rolle spielt. Okay. So, dann will ich wir beweisen noch am Alltag, wo wir Verantwortung drohen an der Gemengen oder wie wir Verantwortung drohen an der Regierung, dass das nicht der Fall ist. Okay. Ich gucke rundherum, ob ihn darauf reagieren will von den Intervenanten. Ja, wenn was könnt. Der Gary Dietrich. Ja, just kurz, also ich scheren erst einfach daraus, dass eben nicht Verständnis da ist von dem, was den Herr Hulot dazu bewegt hat, seine Mission anzurichten. Und kann ich natürlich vorstellen, als das wirklich eine Überraschung für gewirrscht als Menge oder als unserer Perspektive. Aber es wird aber ganz klar Aussagen gemacht, die am Anfang eine Kontradiktion sind mit dem, kann ich nicht mehr bemängeln, dass es nicht schnell genug geht. Also man kann bemängeln zwischen 20 Jahren, dass es nicht mehr wie 20 Jahre, dass es nicht schnell genug geht. Ich meine, an den Herr Zeimetsching doch zu wissen, welches System die Länge füllen. Also man wäre froh, wenn man ein System fertig entwickelt hätte für das Gesellschaft, für diesen Herausforderungen gerecht zu gehen. Wir haben den nicht fertig entwickelt, auch von der das vielleicht so mengt. Wir werden aber ganz klar so, und ich meine, das hat ich auch raushören aus dem, was der Mark Baum gesagt hat, dass wir aber nicht einfach können weitermachen wie am Moment an dem freien Marché am Anfang die Lesung überlassen von dem, was produziert wird. Man muss mehr sozial und ökologisch planen. Das heißt, Politik muss seinen Job machen. Und das möchte Politik immer machen. Und das ist das, was zu denen zwei Kanzler gefordert wird, die den Mark Baum gesagt hat, und das ist das, was zur Mission vom Hulot gefordert hat. Du willst etwas sagen? Ich meine, das aber ganz klar, und ich fand es doch schön, wenn wirklich man nicht dafür kämpfen, dass man als Basis erhalten. Und ich meine, ich gehe an dem Sinne sich recht, dass man solche Wirtschaftsmodell haben, die an sich dem einen Länder dann noch ein hohes Risiko am Moment lebt, und zwar die Risiko von der Verteilungsgerechtigkeit, sowohl im sozialen Bereich wie auch Verteilungsgerechtigkeit im Bereich von der Ressourcen, weil wir leben über dieses Modell raus, das ist schon am Club of Rome eine Diskussion, und ich meine, dass es einfach insgesamt furchtbar wichtig ist, dass wir an sich endlich akzeptieren und Alternativmodelle proposieren als Politik, die die Kader setzen für eine Wirtschaft, die mir nachhaltig ist, lass den Begriff ganz dehnbaren. Und ich meine, dass man einfach nicht Kader versuchen zu setzen. Ich selber war bei den Verhandlungen von Paris mit dabei, und ich meine, dass das kann ein Turning Point gesehen mit Lo müssen die nächsten Schritt geholt gehen, weil wenn man nämlich so weitermachen wie bislo, da fuhr man Ried an die Wand, da gehen die Risiken immer mehr hoch, und da gibt die Probleme auf der Welt immer mehr groß, weil an sich den jetzigen Modell wirklich Ungerechtigkeiten fördert, und das an allen Hinsichten. Und dafür meine ich, dass das wirklich ein essentielles Element ist. Und dann aber noch als Letztes, da muss man also auch kohärent sein. Es kann nicht das eins an das ändert so. Wir können nicht auf der einen Seite so, wir wollen nicht so viel Land verbrauchen, für die Landwirtschaft schaffen, und auf der anderen Seite riesige Straßen bauen, PRG abmachen, wo man noch andere PRG haben. Da wo kurz dazu und schwingen geht, also schon weiter. Die nächste Frage richtet sich an den Dan Hardy. Wir haben auch das Programm gelesen und natürlich auch Table Rand gelauscht. Ich muss ehrlich sagen, die Strategie scheint da dann noch nicht so schlüssig, weil sowohl an ihrem Wahlprogramm wie auch an Interventionen von den Parteikollegen vermittelt die auch nicht den Eindruck, wie wenn die den Wurst mal solchen Hanna frot, mir eigentlich just Bevölkerungsentwicklung an der CO effektiv zwei paar Chancen. Und ich wollte ein Zitat ausspielen, dann wird den Herr Keup gesagt hat, weil da war schon spannend, dass Hanna froh die Wurst auch aus Ressourcensicht, weil lo geschwert gehen aus Wasserschutzsicht, aus Klimaschutzsicht, oder fokussiert die erst just oft froh von der Thematik von der Bevölkerungswursten an denen dummer ein direkt verbundene Problem wie Mobilität. Ja, lo is dit eigentlich gut. Ja, war die falsche Richtung. Wollte ihn da reinbringen. Schokolade die ganze Table,
Datselwicht von den an ihrem Wahlprogramm Zitat vor 700.000 Einwohner am Land vunnen mir iwwer zu méi wie 1 Million sinn. Da stellt Lützeburg ja nach knapp ein Drittel oder Viertel von der Bevölkerung durch mat der Markt, dass dat net richtig wäre. Und da können doch von Indianer Kapitel lo guckt, wo ihr mengt, wie wollen sie die Wurst da steuern. Du erkennt die lo auch lo net respektiv stiese dann net aber irgendwie zu der Thematik von der Ökologie. Du sieht bei der Mobilität, das auch als ein Programm so lo wie den Lorenz Heimer, das wäre ernst. Das ist an der Mobilität, da steht da wirklich eben der Satz, der Individualverkehr soll nicht durch ideologische Schikane verhindert gehen. Das ist der zweite Satz bei dem Mobilitätskapitel am Resümee. Oder er hat Kapitel zum Thema Naturschutz. Und heißt du sind Titel «You ever parlant», also als Titel sie immer endlich echt machen, mit an konsequent, an alles das. Und hier ist Naturschutz ohne Schikane für Mensch und Betrieber. Und die vom Klimapolitik aus der Thematik als überschrieben für eine vernünftige Klimapolitik ohne Angst zu machen. Es kommen noch kaum Instrumente in den drinnen, wie das zu steuern. Und ich weiß, dass die Frage schon nicht gefällt. Wir wollen so dermaßen ob den Anwohner-Thema reduziert, sowohl an den Tableranten wie an ihrem Wahlaufkommen, dann hat den dann aber den Eindruck, dass das ganz stark nationalistisch geduld ist, auch schon, sorry den Ausdruck, wir mengen das nach Ubre, das populistisch ist. Und dafür wollte ich euch fragen, wie dir du dazu steht. Bon, vielleicht ginnet mal einer Wühen zwischen dem Herr Kolb und der selber, ich meine, ihr wisst ja, dass den Herr Kolb Vertreter vom W 2050 ist und nach Netzmember bei der RDR aus das Göttenrecht wann sollte gewählt gehen. Dafür sind da eben Divergenzen, weil das auch ganz normal ist. Ich meine, an einer CSV gehen doch verschiedene politische Strömungen, das wissen wir alle gut. Nee, ich meine, du wirst genau, was ich meine. Preis werden sie alle Member. Gut. Wir haben nur Schwardo geholt, den Ass wie ein Ass. Ich will da nicht weiter kommentieren, ich wollte das aber just bemerken. Und, ich wollte auch bemerken, dass ich ein Mann geübten Redner bin, wie die meisten hier um dich, weil ich für kurzem bei so Table Ronde auf der anderen Seite so eben als Journalist an Dono eine Reportage darüber gemacht habe. Und ich muss mich dann ein bisschen entschuldigen, dass ich vielleicht ein bisschen Männer schwätzen wie die anderen Leute. Voilà, ja, ich komme zum Thema. Auch der wird genau wie den Movement Ökologik nie gesagt, dass man Käwurst der für mich haben hier im Land. Wir müssen einfach Männer sehr kontrolliert wursten. Das ist ja einfach alles mit dem Wurstem verbunden. Als Lebensqualität, als Ressourcen, so viel hängt mit dem Wurstem zusammen. Ich meine, wenn man einfach nicht mehr bedenkt, wie viel das den enorme Wurstem kascht, und wie viel Kasten das für uns Infrastruktur mitbringt. Ich meine, das ist einfach auch schon ein ganz wichtiger Punkt für uns. Manner Wurst hecht auch Manner an als Infrastrukturen investieren an schmengen dodurch wann lo guckt wann Mannerautobunnen ausgebaut muss gin schmengen das Publikum avertiert, die kennen die grundsätzliche Problematik vom Wurstum. Ich war wirklich froh, wann ob die froh ging Agoen. Hu dir de Problem mat der Awohnerzuuel oder han er froh, dat de Wirtschaftsmodell an tant que tel an hu dir als ADR in Globo, weil der dort werden Zitate aus dem Wahlprogramm net ja as die Angst oder die froh net berechtigt, dass er wirklich nationalistisch populistisch Tendenzen hat. Bis Mikro nach. Ja. Wir wollen einfach für darüber warnen, dass man ernst das müssen wissen. Ich meine, du siehst ja all, was W4 bei an Hanne wieder mal sehen. Ich meine, wenn in das Rentrée guckt, ich sage ein kurzes Beispiel. Die guckt zum Beispiel, wer auf der Eisenbahn las wird, meint es für die Rentrée. Du geschieht ein einzigen Zwischenfall zwischen Erler und Kleinbette mit einem Zug. Und dadurch
als also ganzen Zugreso einen halben Tag lang paralysiert, sind über 30 Zig ausgefallen, es sind solche Verspätungen gewirrscht, tausende Leute, auch noch Schüler, kommen zu spät an die Schule, respektive zu spät auf ihr Schaff. Hey, du. Also ein Reso. Wo war die Anna? Ehrlich, du, weil das, auch von die das noch nicht so oft gemerkt hat, froh war eine Anna. Politiker haben früher oft nicht so genau auf die Frage los. Okay. Also, es wird gefilmt. Ich habe noch nicht gesagt, es wird gefilmt, gell? Pass ein bisschen auf. Okay. Ich meine, okay, schwätzen da mehr. Also natürlich also ein ADR dafür, dass man als Ressourcen schonen müssen. Ich meine, das ist ganz klar. Ich meine, das ist ja nicht populistisch. Wir können einfach nicht so weiterführen. Auch für immer mehr Menschen, wie können wir da nach dem Wasserverbrauch zum Beispiel gerieren? Wo holen wir all das Wasser hier? Wir kriegen einfach immense Probleme an immer mehr. Ne? An den Druck auf unsere Umwelt, die wird auch immer mehr groß. Ich meine, auch da ist es wichtig, dass man auch an Bevölkerungszahlen Männer sehr wissen. Der Wursten ist normal, dass es Population zuhält, als normal. Den hat Jahrhunderten zugeholt. Aber so sehr, wie wir lo wissen, ich meine, das ist einfach nicht mehr zu gerieren. Wir haben 12.000 Awohner mehr all Jahr an der Moyenne an wir haben 6.000 bis 7.000 Frontalien mehr all Jahr und das kreiert einen immensen Druck auf unsere Infrastruktur. Ob das können noch Spitäler sein, an, wo immer mehr lange Wartezeiten an der Urgenz sind. Wir kriegen einfach immer mehr Probleme. Und ich meine, das ist eine Realität und das ist eine Sorge von den Leuten. Okay. Wie in die nicht voll viel so ein Tauschen von der Zeit aus Belfort. Das wird ehrlich offen zu sein. Die nächste Frage, die pardon, will ich reagieren, du darüber von den Leuten, die dich sitzen. Ja. Ich darf nicht mehr unterbrechen, das schon direkt Stopp gesagt kriege. Nee, ich meine, ich wollte mir eigentlich klar machen, dass die direkte Relation, die hier gestaltet wird, zwischen dem Wurstum und der Bevölkerungszuwachs eigentlich nicht da ist. Wenn die Zahlen guckt, sind wir heute mit einem Realwurstum, den eigentlich unterdurchschnittlich ist, wenn man vergleicht mit den letzten Jahrzehnten, wo wir am Schnitt bis zu 5% Wurstum am Jahr, Realwurstum am Jahr hatten, vom PIB. Aus seiner Zeit, als aber die Gesamtbevölkerung nur 3.000, 4.000 Leute an die Lut gegangen. Par contre, hast du das Phänomen, dass du beim Männerwurstum eine immens starke Progression von der Bevölkerung. Das heißt, du hast also ein Phänomen, auch, den sogar gewiesen wird, dass wir an der Krise waren. Lützeburg hat 2 Jahre, wo wir kein Wurstum hatten, hat man ein ganz starkes Wurstum von der Bevölkerung, weil es andere Leute auf andere Plätze nach mehr schlecht gegangen ist, an denen natürlich auch dem Moment auf Lützeburg an der Krisensituation rankommt. Also die direkte Situation, die hat probiert zu machen, für immer in die Bevölkerungstür auch die Wurstum zu verbannen, das muss ich nuancieren, weil so 100% aus den Dottelierenden zu machen. Ja, den Herr Gramen, ja. Also stimmen dem, was den Exportdrilog gerade gesagt hat, vollkommen so. Wir hatten eine Wurstum von rund 5% 400 Krise von 2008. Da kann mir vergessen nicht, dass wir 2008 und 2013, da war zweimal Croissance negativ. Das heißt, von 2008 bis 2013 hat man zu Lützeburg überhaupt kein Wurstum. Überhaupt kein. Von 2013 Unrecht haben wir beigelöst. Ich will da aber just an den Runden geheilen, für das ihn sich bewusst ist, dass Wurstum keine Selbstverständlichkeit. Wenn ein hier am Saal mengt, dass wir können, ohne Wurstum eins gehen, darüber sind wir am Gang zu schwätzen. Wie wenn mengt, dass die 3,5% Moyenne, die wir seit 2014 haben, dass das eine Selbstverständlichkeit und dass das automatisch könnt, da will ich davon warnen. Das heißt, das ist auch steuerbar. Heinz, du siehst, die Politik, man kriegt nicht gesteuert. Wir sind Großregion und geht sowieso nicht. Das heißt, das ist steuerbar, Herr Gramen. Das ist schon wohl länger aus. Nee, schon nicht so ganz klar, wenn ich darüber denke. Der Wurstum ist zu einem kleinen Teil steuerbar. Ich gebe hier ein Beispiel. Wir leben in Europa mit offenen Grenzen für die Leute,
für die Gida, für die Service, für die Kapitolen. Das man Treten verankert. Und da gibt es Regeln, wie das funktioniert. Und ein Land hat die Möglichkeit, zum Beispiel an seinen Industriezonen zu sagen, ich will Entreprisen, die folgenden Kriterien an den Industriezonen erfüllen, aber wenn die erfüllt sind, ja, dann kann ich da investieren. Mit Geschäften, mit Investimenten, die können an einer Stadt gemerkt werden, wenn Evel dezidiert, eine Epicerie zu Lützeburg abzumachen, ja, dem könnt ihr das nicht verbieten. Ich will nur zwei ganz einfache Beispiele dafür zu weisen. Es kann ihn nicht zu einem gewissen Teil steuern, aber nicht komplett. Kann ihn doch mit den Steuern lenken. Ich soll nicht mit den Steuern steuern. Das alles ist möglich. Wir kommen hier ein raisonnable Debatte darüber und das richtig und ich halte dann ab. Weil ich fand, das war ein ganz wichtiges Sujet. Wir haben eine Wurzelung gehabt die letzten Jahre, wo die Produktivität mannerhäufig war wie an der Vergangenheit. Das ist richtig. Wir wenn wir zum Beispiel den Sektor Finanzier gucken, den erwirtschaftet 30% von unserem Reichtum mit 11% von den Leuten, aber mit ganz wenig Pollution. Da sieht ihr also, dass ich auch muss einen Unterschied machen zwischen einem Sektor und einem anderen. Energieverbrauch ist ja auch mit Ökologie verbunden. Carol Diesburg wollte noch reagieren. Ich wollte ich mal meinen zwei Vierredner größte Merci, so dass sie an sich die Debatte im Fortgehen und anderem klargestaltet und dass man einfach müssen trennen und nicht die Leute Angst machen mit Problemen Bevölkerungswurstum, dass man sollte stolz sein, wirklich eine offene Gesellschaft zu sehen, ein offenes Land zu sehen und die Multikulturalität wirklich sollten aufbauen. Am Platz als Lo, die heute froh zu detournieren, aber wenn man da froh, wer das da konkret Position von der ADR, da kann ich so, dass sie weder das Naturschutzgesetz mitgestimmt tun, noch im Klimabereich mitgestimmt tun, und dass zu Alkesrem kommen, immer wenn wir europäische Direktiven haben, da so unsere Leute dürfen nicht so viel mitbestimmen, dafür können wir der Totelo nicht mitstimmen, weil nur darf nur ONG von außerhalb etwas so, was hier im Territorium geschieht. Ich will just sagen, wir müssen auch klar sein an dem, was wir so, und ich fand auch wichtig, dass wir hier nicht Angst machen an den Debatten, mir das mal bei stärkten opbauen. Und dann will ich aber trotzdem auch, mir und du bist in einer Aussicht, den Pierre Graminian, weil ich bin der Meinung, dass Politik schon muss den Akteur sehen, die steuert an den an sich die Kader setzt, weil mir sind natürlich aber die an sich als Gesellschaft mit Formen an durch politische Urreizer, gerade durch den Accord de Paris, gerade durch den nächsten Nachhaltigkeitsplan, den wir angeholt haben an der Regierung, geben wir einfach den Leuten Ankerpunkt an. Das ist genau das, was die Leute von uns Politikern erwarten, dass man einfach nicht einfach ein kapitalistisches Modell, den auf denen einen Blanners vom Sozialen, auch von der Umwelt, dass man dem Engagement durchstellen, eine klare Kader, und das an den Diskussionen an der letzten Main eigentlich auch geschieht. Und dass man die Entkopplung, dass man auch die Entkopplung, die wir an der Rifkins-Debatte hatten, die den Etienne Schneider angestoßen, dass man die Entkopplung CO2-Emissionen, Ressourcenverbrauch hinkriegen, und da muss man natürlich die Gesellschaftsdiskussion setzen, aber ohne die Leute Angst zu machen, ganz klar, und natürlich mit alternative Modelle, und Schmengen haut sie mal dafür alternative Modelle zu beschätzen. Ich ging damit enchaînieren, weil mir nehmen ist natürlich, also ich meine gleich auf der Hand, dass der Movement Ökologique sich auch kategorisch gegen eine Debatte über Bevölkerungsentwicklung stellt, mit dass da ist die grundsätzliche Diskussion über das Wirtschaftssystem ist und nicht die Angst vor die Bayers können am Gegenteil, wir leben in Multikulturalität auch. Wir sind aber bei den Steuerungsinstrumenten, da wollten wir effektiv drüber übergehen, dann nach einem Zwischenspieler vielleicht den aber auch zum Thema gehört, dann froh ging sich da und den Sven Klümmer richten.
wieso ein Anspruch? Weil Wüstung, ob den Völker heilen oder nicht, wird immer mal Interessante vom Staat zu dem. Und du hast eigentlich auch dann von dem. Wüstung ist nicht just für die, die generieren, an dem heute von Patron und Betrieber materielle Mangelstützungen mit Wüstung geht, eben indirekt über die Steuersätze vom Staat und Bevölkerung und Leute durch die Infrastruktur, die sie kriegen, die Sozialrichtung, etc. Mir muss ich just so, wenn man das so miteinander holen, das Wüstung. Wie soll man das regulieren? Das geht nicht so auf das Kind aus da. Und zweitens, Volksspuren man danach, was soll man den Leuten auf viel Luxus seine Zukunft soll verpflichten? Wir können über alles das schwätzen, wir müssen da auch reden. Herr Klemmer, wie kann man dann darüber trennen, wenn man Männer Wustum haben? Und auch drinnen mit dem verbunden, wie kriegen wir das gesteuert? Wir wollten hier auch ein paar extra in einem Parteiprogramm gehen über Steuerinstrumente. Mit der stehen da wirklich so ein ganz wenig dran. Wir hatten den Eindruck, dass da ein ganz liberaler Approach hat, den Leuten eigentlich nicht so viel steuern, für dann aber de Moat mëchtet schon an den Einzelnen derf net zuviel ageng. Mit hab froh wär echtens, wo mengg Dir dann mat das wann en andere Wirtschaftsmodell hat man nach immer eise sozial an eise System kenint finanzieren an die Infrastrukturen. Echtens wo si Dir habt Steuerungsinstrumente. Man ist so Merci, dat ich die mir einfach frohe Grot, weil ganz ehrlich fand die Frau vu fir Druckrit hat auch ein bisschen méi geschwest wie Stelle man. Et mal leter da denn an dem Wahlprogramm die grundlegende Steuerreform, die man dran erwähnen, nicht direkt von tut, das Leitwert darunter, dass sie am Kapitel Grundeinkommen ist verstoppt das. Nein, ich habe extra Search gemacht, Steuerreform. Als Sekretärin wird das haut nach Druck gehen. Der Programm ist so plötzlich geschrieben, du ja, Steuerreform natürlich nicht. Also mir hat Steuerreform richtig auch schlecht geschrieben, probiert, das muss ich haut machen. Ich bin mir auch bald sicher, dass das Wort Teilkeil nicht dran steht. Du hast er wahrscheinlich sogar recht. Das ist so, dass man, wenn es um Steuerinstrumente geht, gesimiert, dass der Staat ein pur hat. Ich hole an sich mal aus, weil froh wirklich Steuerinstrumente sind. Der dient als Zusiedlungspolitik, die der Staat und man da für allem das Wirtschaftsminister verfolgt. Wie eng Entreprisen lackeln nicht gezielt auf internationale Foren, op Lützeburg. Wie eng schwätzen Jo, wie eng Wirtschaftsfolger ginnech op der Un vun großen internationale Magazinen promoveieren, a wie eng net. Für uns hast du definitiv Steuerung an den letzten Jahren an die falsche Richtung gegangen. Geneigt der Firmen nur gelackelt, die wenig Arbeitsplätze schaffen. Mit welchen Instrumenten gegen das machen? Ich meine, das ist als mit Wirtschaftspromotion. Ich meine, wir haben Utien, die ganz Clusteren, die wir haben, das sind Utien von der Wirtschaftspromotion, wenn wir wollen ökologisch nachhaltige Betriebe auf Lützeburg kreieren, dann sollten wir auch die Utien, die wir haben, nämlich die Clusteren nutzen, und da einen Fokus drauf legen, nicht ob die kapitalintensivsten oder die Betriebe, die große Fläche verbrauchen. Wir sollten da gezielt Betriebe sicher gehen, die eben ein ökologisch nachhaltiges Wirtschaftsmodell. Es geht ja, wie an der Introduktion gesagt, nicht nur um die neuen Betriebe. Es geht auch um die Umgestaltung von einem blacklichen Wirtschaftssystem. Heute haben Sie viele Leute, die sich um das Thema Energie kümmern. Wir kriegen die Energiereduktion nicht hin, indem wir sonst neue Betriebe nicht abholen, aber wir müssen fundamental an den bestehenden Tissu herangehen. Bon, ich meine, da hat den Herr Gramini für etwas Richtiges gesagt, wir können keinen Betrieb verbieten, halt zu Lützeburg zu schaffen oder nicht zu schaffen. Da sind die Treten, da sind wir überzeugt Europäer, die Treten sind da. Da können wir nicht einen Betrieb so, wir können aber keinen Betrieb so schön das Heinz da werken zu so, den Do-Betrieb wollen wir nicht. Ich gesehen das an unserem Wirtschaftssystem. Es geht ja nicht um Zoo machen, es geht um... Wie können wir den Stromverbrauch reduzieren? Da muss ich einfach so... Der Staat kann an Mengen an nicht einen Betrieb so du hast abhaut, so viel Strom zu verbrauchen. Wir können das besteuern. Wir haben die CO2-Taxen, die wir können nutzen, die wir sollten nutzen. Wir können aber nicht einen Betrieb so du darfst abhaut, man verbrauchen. Ja, das ist aber für eine CO2-Steuer. Du siehst aber ja, dafür. Da sind wir dafür, das steht sogar so am Wahlprogramm. Dann haben wir eine zweite große Wolle, erst, dass wir gerne Industrien auf Lützeburg schlackeln durch Steuervergünstigungen für die tatsächlich nachhaltig sind. Ich meine, wir schwätzen am Wahlprogramm unter anderem davon, dass wir auf Bioprodukten wollen TVA aufschaffen.
Ich weiß, das geht europarechtlich ein bisschen mehr problematisch. Da muss ich dann hart verhandeln. Gleichzeitig haben wir die Idee, für zum Beispiel auch eine Hanfindustrie auf Lützeburg zu kreieren, nicht nur für den Konsum. Das wäre natürlich evolé, aber natürlich auch für eben ein ganz Rutsch von Produkten herzustellen, die man Haut aus Plastik auf Basis produzieren, was sicherlich nicht nachhaltig ist, wo man dann auch gegen Energieverbrauch, Umweltimpact zu Lützeburg reduzieren. Und dann die letzte Wolle an die Hut von einem Umdenken am Wirtschaftsmodell geschwärzt, als ich meine, es gibt keine andere Partei, die sich so offen und so klar für ein Grundeinkommen ersetzt, wo wir sagen, wir müssen ein neues Bild von der Gesellschaft malen für die Zukunft. Das kann nicht nur den einzigen Faktor sein, an dem die Leute sich müssen. Und ich meine, ihr Slogan ist, Leute brauchen Visionen, Visionen brauchen Leute. Genau daran gebe ich die Idee von einem Grundeinkommen zu klassieren. Das ist eine Vision, da muss man drauf schaffen. Das ist nicht kurzfristig umsetzbar. Aber Wurstungsfroh lesen wir auch nicht kurzfristig. Die können wir auch just mit einer großen Vision umgehen. Okay, sind noch Wortmeldungen dazu? Nee, sie drei Spurzing Zeit, oder wie? Wir wissen nicht, was darüber Wer kennt? Herr Gamenja, da lass. Das könnt ihr bestimmt. So wie mir den anderen Kunden, das aber ich kein kommentiert, so wie mir den anderen Kunden, dass die RDR die Diskussion ein bisschen reduziert, ob die Frage von dem Bevölkerungsstopp oder Abwanderungsstopp, wie das will so, und mir den Eindruck, dass dir als DP für alle Mengen Lesung ging an einer Effizienz, an einer Produktivitätssteigerung leihen. Und natürlich die mir als Movement Ökologie dazu, dass es unbedingt soll mir effikaz produzieren und auch eine Produktivitätssteigerung an den sozialen Grenzen natürlich durchführen. Und wir stehen noch zu der Circular Economy. Wir werden das auch am Rifkin an alles zu kurz kommen. Das ist den ominösen Rebound-Effekt, den wir auch, muss ich leider so als Movement nicht thematisiert kriegen, noch an dem Rifkin. Wir werden da teilweise mit den Gremien dran. Das ist nicht gelungen, dass das abgegriffen ist. Den ominöse Rebound, das du hast mit den Autos illustriert. Zwar verbraucht den einzelnen Auto viel Männer. Ich muss auch so von innen in die Kurve gucken, das ist auch nicht so einfach. Also den Durchschnittsverbrauch vom PKW, den ist massiv raufgegangen. Das ist die Brung, von innen gesagt, Brung an noch selber, das ist die Brung. Zwar verbraucht den einzelnen Auto Männer mehr, weil sie mehr fährt, aber weil man mehr Auto in Hund, als am insgesamt aber den Kraftstoffverbrauch massiv an die Luft gegangen. Das heißt, nicht dadurch, dass die Donau ist nicht besser. Ja. Das aber, das sind ja hier. Nee, Herr Gramenne, Donau sind anscheinend, gut, Beiszunge behaupten, zu Lützeburg wäre viel Auto beikommen. Oder den Titel, du behundert, wenn es einen Titel geholt, weil so kein Gast sind sogar Leute, die machen, die haben Test, den Titel ist wirklich spitzig. Erhöht Energieeffizienz, den Energieverbrauch, ganz einfach aus der Logik raus. Und du meinst, kann viele Leute sich wahrscheinlich auch bei ihrer eigenen Nuss holen. Der nächste Frigidaire, die verbraucht ja so viel Männer, und der Fernseher ist mehr effizient, und die Quanti an der Menge den, da kann ich ja vielleicht etwas mehr kaufen. Und das ist auch konkret Resultat bei den Leuten daheim. Da beraten sie mehr Energiespuren, das ist ja auch gut. Wir haben viele Leute zwei Frigidaire die alle Geschichte. Das durch die Verzehrung, das ist ja mehr Energiespuren, dafür könnt ihr dabei, den ominösen Rebound. Wie das Logo wird nach zu so keine Entwicklung, wo nicht auch den Rebound zugeschlagen hat. Wir haben eine Konferenz gehabt über Digitalisierungsdingen, und du hast auch gesagt, Digitalisierung per se ist nicht die Antwort, wenn die nicht massiv durch bestimmte Instrumente flankiert wird, wie Steuern zum Beispiel. Für all die Leute, die Kindle haben, denken, du bist vom Beruf, die musst 100 Bücher, also wie denke das, wie viele Bilder dran sind, wir eigentlich müssen 100 Bücher lesen, dass es sich lohnt, die Kindle zu tun, aus Ressourcenschutz am Platz Buch zu kaufen. Ich fand das Gedanken so zu denken. Ne? Und Herr Gravenia, das ist ein Defil, oder das ist mir eine aktuelle Grafik, aber das ist einfach die von unserem Challenge. Auch da, also den Detail, wir müssen einfach massiv als CO2-Emissionen reduzieren, wenn wir da so, wir wollen als Lützeburg als Responsabilität zu Paris überholen. Und der Movement Ökologie ist der fundamentale Überzeugung, dass wir dafür eine Produktivitätssteigerung brauchen, dass wir Circular Economy brauchen, und dass das aber nicht durchgeht. Dafür das ist ein extra sehr ein Wahlprogramm. Du referiert direkt auf den Rifkin-Prozess. Also, alle, wenn wir das machen,
dann haben wir es im Griff. Ist das so? Merci echt für die Debatte. Also, das ein bisschen heftig umgegangen. Schwingen. War es so schlimm, Lo? Nee, einfach en general am Ton. Ich fand, dass ihr über alles soll schwätzen. Ich freue mich über die Debatte an. Ich bin froh, dass er den dort ein Diagramm gewiesen hat. Weil der Beweis, dass wir seit 2013 stärker aufgegangen sind. Mit den CO2-Emissionen. Ich muss sagen, das spüren ich auch am Budget mit Naxisen. Wie die wissen aber, dass der Benzinverbrauch gleich im Rückgang ist. Die wollen das nicht rausgehen, aber das ist nass liegt Rückgang, das ist richtig. Also aber ein bisschen noch mehr dann. Ja, und wir werden, wenn wir die Gunst von der Wähler kriegen und nach ein Kind dabei sind, kann ich, wenn ich an dem heutigen Job wäre, kann ich euch versprechen, dass ich alles werde machen, für das wir als Ziel erreichen. Da besteht gut kein Zweifel, wir sind auf einem guten Path, aber wir sind nicht ganz weit weg von den minus 20%, die wir müssen erreichen. Wie wir angefangen haben, waren wir bei minus 7,5, wir sind bei minus 15, minus 16, das heißt, da seid ihr schon spektakuläres Resultat, stehen dazu. Pardon, mir bestimmen überhaupt die hat wie will der Tanktourismus zeigen, die gesagt hat, den Tanktourismus kann das mehr wie ihn abbringt und dass die auch nicht so scharf wird für zu reagieren, wie gesehen hat, dass das ist eine Opportunitätsfrage, wenn ihr dann die Lenkungsmesure hält. Aber so nicht, wann Ziffern von 2018 den Trend von 2017 ginge bestätigen, da muss ich wahrscheinlich die oder die Aktion holen. Ich will aber unterstreichen, wie kann ich lenken? Unter anderem kann ich lenken, an dem man Gesundheitsfinanzen hat und an dem man viel Suchen an den Klimaschutz setzt, an dem man neue Gesetze möchte. Alles das, was man an dieser Koalition gemacht hat. Wir haben 275 Millionen an den Klimaschutz gesagt. Wir sind von den 3 ersten Donateuren am Fonds von den Vereinten Nationen. Wir haben das zusammen gemacht. Ein Plan, ja, aber das ist ganz seriös. Kann ich natürlich drüber lachen, wir haben gemacht. Wir haben den Plan national pour la protection de la nature gemacht. Wir haben Parken. Du hast keinen Klimaplan. Nur Paris oder keine Strategie mehr rausgehen, Herr Gramegna. Obwohl du warst so politisch, sie lernen und so weiter. Die Strategie heißt so Doublement de la surface en 5 ans von der Zone Protection naturelle. Hilft das nicht dem Klimaschutz? Also, ich meine, ganz viel gemacht, viel mehr wie je gemacht. Meine Kollegen aus der Grünen Partei hätten noch gerne viel mehr gemacht. Ich muss es doch können finanzieren. Und ich meine, dass man, ob die Sachen die Budgets meistens selbst kosten, aber ich muss sagen, dass wir gut nicht brauchen, uns zu schummen für das, was wir in den letzten 5 Jahren auf dem Domain gemacht haben. Ich ging gerne, wenn der erlebt, ob etwas auch hinweisen, was das sozial belangt. Es gibt die ganze Zeit gesagt, dass die Armutsscheier, dass die immer mehr groß geht. Und du musst wissen, dass den Armutsrisiko gemosket 400 soziale Mesuren an de Prestationen. Und wir sind von den Ländern an Europa, findet so an der Welt, wo die Sozialprestationen am höchsten sind. Das heißt, es gibt ein Bild gemacht auf einer Platz, dass den Leuten geholfen wird. Wenn ihr nämlich die Prestationen dabei setzt, dann seht das Bild schon ganz ähnlich aus. Ja, gut, du hast schläft gemacht. Ich wollte nur haken, aber trotzdem. Das war aber wichtig, das Sozial. Also, okay. Lo kann ich wie den Herr Heimat und gibt viel wichtige Themen. Ich will aber an 2 Punkte nur haken. Erstens einmal effektiv, wie weit wäre es dann nicht opportun, mich frei zu reagieren, wenn ich gesagt dass aber zu Lützeburg Stadt wird immens CO2-relevant, dass es um die Luft geht, nämlich den Benzin- und Dieselverbrauch. Du hast gesagt, brauche noch eine Opportunität von der Zeit oder so. Das war nicht die erste Frage. Und der zweite, dass, wenn der will am Klima so aktiv gehen, was wir ja ausdrücklich begrüßen, was tut dich verhindert, ein Klimaschutzgesetz an ihr Wahlprogramm zu holen? Fand ihr nicht doch traurig, dass das Regierung nicht nur Paris eine Strategie rausgehen hat, wie es soll weitergehen? Ich stelle nicht froh, weil wird Karol Diesburg wäre ein bisschen langweilig, meine ich. Ich meine, es waren ganz viele Leute, die sich weekend allein gesehen haben, wie eine Klimastrategie oder Aktionsplan, wie auch immer ihn nennt, entwickeln. Du war Policy Lab und die englischen Termen und das de facto ja nicht mehr von der Regierung rauskommt. Ich wollte dich wirklich
werden die ganz konkret frohen. Wie weit war es nicht opportun zu reagieren bei dem Tanktourismus erstens? Zweitens, wie weit kein Klimaschutzgesetz? Und drittens, bedauert ihr nicht doch, dass Lützeburg eigentlich seine Hausaufgaben, was es strategisch betrifft, beim Klimabereich nicht gemacht hat, nur Paris? Also op der eischter Frau huet ein Diagramm ja gewiesen, dass man op der richtiger Tendenz wären. Am Juni 2017 festgestellt, dass effektiv eine Augmentation war. Und da wollte man nicht überstürzt reagieren, weil ich auch von Experten gesagt habe, dass es vielleicht 2018 oder 2017 nicht an dieselbe Richtung ging. Das Ganze ist natürlich auch mit Wachstum verbunden. Von der Ralentissement von der Croissance gut, da ging die dote Kurve aufgehen. Das heißt, da hält ihr keine überstürzten Mesuren, das scheint mal ganz normal zu sein. Der Zweite ist, wir haben eine Klimastrategie vielleicht am großen Sinn, wie diese versteht, nicht gemacht. Ich meine, wir sind konkret vorgekommen an dem Domain. Schon in einem anderen Zusammenhang mit Carol Diesbusch etwas gemacht, wo wir vielleicht darauf zu schwätzen kommen, dass wir an dem Bereich von den geringen Finanzen etwas erholen. Weil das eng erderweis wie Lützeburg kann wirklich etwas für den Klimaschutz machen. Weil als Empreinte ist zwar prozentuell gesehen immens groß, weil wir eine ganz offene Ökonomie sind. Wir schließlich haben wir immer ein ganz kleines Land. Wir haben einen ganz großen Finanzplatz. Und wenn wir fertig bringen, das die Fondsindustrie, das sie 4.000... Pensionsfonds. Nicht Fonds. Ja, ich wollte ein bisschen stöppeln. Nee, Pensionsfonds ist wunderbar gern. Ich von meinen Lieblingssujet. Ja, 4.200 Milliarden Fonds zu Lützeburg, die geriert gehen. Von mir gingen fertig bringen. Und wir haben Aktionen geholt, so einen Accelerateur für die Fondsindustrie, für das die sollen eine Richtung Klimaschutz schaffen. Dann machen wir eine Weltkontribution, wenn wir so einen großen Finanzplatz haben, für das nicht nur wir zu Lützeburg erfahren machen, sondern dass all die Suen zu einem Teil an den Klimaschutz gemerkt haben. Ich fand das eine ganz interessante Strategie für den Klimaschutz. Und da ersetzt ein Gesamtstrategie. Nee, das ersetzt sie nicht. Wir wollen die drei Parteien nächstes Jahr noch immer dabei sind. Ich kann nicht sagen, wir werden da eine Strategie erschaffen. Okay, Carol Diesbusch, will dir etwas sagen? Ich meine, das ist richtig, dass wir leider nach keinem dritten Klimaaktionsplan haben. Es sind aber ganz viele Leute am Raum, die wollten wissen, vielleicht, wo wir drin sind. Dann schwingen, da sind wir einfach an Konsultationen. Und die wissen, dass der an diesen Zeiten mir schweres Exerzis ist. Wir hatten aber ganz streng angefangen, direkt nach der Analyse ein nächstes strategisches Element auf den Weg zu bringen. Und da hatten wir auf Telefon über 100 Leute an den Lappen gezählt. Ich will auch sagen, dass ganz klar ist für uns, dass lo den nächste Schritt an ich sind da ja do net mat engem von den Vierreden aufverstanden, dass den nächsten Schritt muss noch ganz klar Klimagesetz muss man nur dem Modell an ich hat doch schon eine Chance mit der schwedischer Kollegin mit verschiedenen anderen wie der soll ausgesehen für das der eben grad all Sektoren kann konkret Reduktionsziele setzen an den Zieler kann erreichen der das aber etwas wat man mengenisch dringend brauchen aber dich als wichtig empfangen als kriegen. Dazu hast du Erklärung dafür als Foto um Klima, da muss man wie ein Klimaschutzgesetz, dass wir endlich verbindlich Ziele an den Sektoren kreieren. Das allgemeine Ziel, ich denke, mengen wir nicht, dass wir auf die Responsabilität kommen. Lorenzheimer, der hat dich gemeldet? Merci, ja, das ist aber das andere wichtige Thema, was Herr Gramegna auch geschnitten hat. Und was mich aber gewundert hat, wo gesagt wird, Also Studenten, ich habe immer gesagt, Studenten gehen spät abstehen mit der Zeit für die Würste. Das kann nicht so ein Steuer geht also nähen oder geht nicht also nähen, weil mir das geht gemoos, ihr Sozialleistungen mal da kommen. Ja, ohne Idee wird ja danach schlimm. Dafür können also von Darmut geht als an den letzten Jahren, also Fakt, die können da nur nicht waschen, ja, die Steuer ist nie gegangen. Da können da nicht so, ja, ohne Sozialleistungen. Es geht geguckt, es geht gemoost, ein Armutsrisiko geht gemoost, 400 oder ohne die Zolaren, die Prestationen, die dabei kommen, für entgegenzuwirken. Wir haben ja ein System, den Leuten nicht gut geht, entgegenzuwirken, ob das die Location wie cher ist, ob das die Subvention Loyer ist, alle Sachen, die man entweder gehecht oder geschaffen haben, all die Elemente, die den Leuten dann entgegenkommen, gehen nicht
an Betracht gezogen. Ich meine, es geht um Zeit, du nach 2 Minuten. So, mir hat Heimat, tut mich aber ein bisschen spät. So viel von anderen Themen am Umweltbereich gesperrt, Kinder, wusste man, also ich fand das loabel, wenn er bei der Sozialfonds reagiert. Ja, für uns als christliche Sozialvolkspartei auch genauso wichtig, dass man gucken, wie geht es den Leuten, wie geht ihnen alle gut, wenn Scheiße nicht, dann muss man dagegen reagieren. Und das lassen sich nicht einfach stehen, dass gesagt wird, sie geht nicht also nicht, weil wir nach Sozial okay. Und zu den anderen gesperrten Punkten, die da sind. Wie ist Zeit? Ma du hast noch nicht so schlecht. 5. Wo fängt man an? Madame Diesbusch sagt, wir sind kohärent bleiben. Ich meine, das war eine Reaktion auf das, was ich gesagt habe. Ja, Madame Diesbusch, die muss natürlich auch kohärent bleiben, weil wenn ich mich nicht irren, sind noch an der Beteiligung von dieser Regierung, wo geringer dabei waren, Straßen gebaut gehen, Autobahnen ausgebaut gehen, sie plansektorielle gemerkt, wo neue größere Lotissement dafür gesehen sind. Also sind die ja auch nicht dagegen, dass weiter Straßen gebaut gehen, dass weiter Wohnungen gebaut wird. Also wenn ich als das ein bisschen einfach für dich dann einfach hier und da für so wie wenn jeder nicht kohärent wäre, außer der, weil ich muss so in die geringe Kohärenz lässt dann auch zu wünschen übrig an dem, weil er bisweilen geboten hat an der Regierung. In diesem Fall ging es aber trotzdem so natürlich sind wir für eine gute Entwicklung, aber wir brauchen als Infrastrukturen und Leute wollen auch ob Servicer können zurückgreifen, das ist froh wie planen wir das Land, dann schwenken du ein ganz klar Vue und das ist auch ganz klar, dass man da schwer getroffen haben. Eine totale Reorientation zum Beispiel am Bereich vom Transport gemacht, wo heute 2/3 von Investitionen an den öffentlichen Transport an die Velosphäre gehen. Wir haben eine Reorientation an ganz viele Bereiche gemacht, wo wir heute für Transparenz stehen. Ich meine, dass die Regierung an dem Bereich von der Entwicklung auch, gerade wenn es darum geht, wir gucken am Vierfeld, was etwas bedeutet. Da haben wir Diskussionen angeschossen, allein, dass wir heute sitzen und die Diskussion führen, welche Wirtschaftsmodelle wollen wir, was wollen wir in Zukunft tun, weist eben auch, dass eben Kohärenz, die kennt nicht von selber. Die kennt, an dem wir mit den Leuten diskutieren, wo es soll hingehen, an der Regierung hat nicht gescheit, ganz kruzial Fragen am Bereich von der Wirtschaft, welche Entwicklung brauchen wir. Das ist nämlich eine Frage von der Entwicklung und der Planung. Und da haben wir eigentlich relativ viel auf der Weburg, genauso wie an der Mobilität, wo man wirklich Alternativen angeht, wo es nicht mehr auf die Portemonnaie geht, weil das Auto ist wirklich der teuerste Transportmittel, wo man ganz viele Jungen ermöglichen, auch aus dem ländlichen Raum an Städte ranzukommen, an ein besseres Angebot mit mehr schwer treffen, gerade an der Mobilität. Ja, just dass die Grafik, die vierdruck gewesen ist, just der Kontrabeweis, nämlich dass die Autos Käfer und Blutgänge sind und dass sie auch an diesen Jahren noch weiter und Blutgänge sind, wenn der letzte Konjunkturflash geguckt wird, weil Leute eben ganz massiv nur nach Auto kaufen, ihr mit der Modelle kommen. Und da wollte ich die Wurstungsdebatte ist nicht in dieser Regierung gegangen. Wir diskutieren schon lange über IVL, auch mit Madame Weber, wir lange über IVL geschwärzt, wie die Entwicklung soll gehen. Also die Froh sind nicht neu. Politikreaktion ist vielleicht nicht immer die, die dann, nee, du hast nicht Schnitt gemeldet mit den Gary Dietrich, wird sich gemeldet an Alex Bodry. Ja, ich wollte das abgreifen am Autosverkehr als Beispiel, für eben du auch gerade die Sozialfroh mit der ökologischen Froh zusammenzubringen. Wenn hier gesagt wird, ja, und Schere zwischen Norm erreicht, das können so schlimm, wir haben so viele Sozialtransferen, da muss ich mich mal für dich vorstellen, weil man die Leute für dich, lassen wir zu, dass die Leute für dich arm sind, für dann muss geholfen zu kriegen. Und dann an erkennen, nicht da bist, korrekt zu entlohnen, dass für das, was ihr schafft, in den Lohn wird in einem ein normales Leben heute zu Lützeburg ermöglicht. Und die Schere zwischen Arm und Reich ist ja auch nicht vielleicht ein Thema für eine Gesellschaft, wie in als Gesellschaft will sein. Weil die schafft eine Tension, und die Tension, die hat Konsequenzen. Die hat zum Beispiel auch ökologische Konsequenzen, weil sie Konsequenzen auf Konsumverhalten hat. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ein kleiner Teil immens viel hat, Ressourcen hat, und sich 4.000 Meter Carré kallechte, was ein realistisches Beispiel ist für Lützeburg, zum Beispiel beim Wohnen, dann möchte den Druck auf die anderen, die nicht viel haben, für aber irgendwo nicht so viel dekaliert par rapport dazu zu sehen. Das merkt ihr all da auf der Straße, wenn ihr guckt, was die Fuhrparkheit zu Lützeburg ist, dann muss sie schon mit einem Occasionsauto frohen zu seinem Status stellen. Und das ist banal, aber das ist real und subjektiv empfanden von ganz vielen Leuten.
Und wir haben an dieser Gesellschaft zu viel den Reflex, dann Verantwortung auf den Einzelnen zu setzen, am Platz auf die Gesellschaft für das Phänomen. Und ein Beispiel ist eben den Autosverkehr. Du war auf der Table Ronde von der Wöllesinitiative zum Beispiel gesagt, dass Schüler über 18 zu 40% mit dem Auto an die Schule fahren. Das ist ja enorm, obwohl zum Beispiel die Mesure geholgen sind, dass sie die gratis können an die Schule mit dem öffentlichen Transport fahren. Wie weit ist das so, will den Auto so Statussymbol als an dieser Gesellschaft, will an dieser Gesellschaft das materiell so wichtig ist. Und das hat eben die so quasi systemische Konsequenzen. Und dafür ist es auch wichtig, die Schere zwischen Arm und Reich ernst zu thematisieren, auch mit dem ökologischen Aspekt in Hand zu legen. Alex Bodry. Ja. Ich will darauf hinweisen, dass so wichtig auch Klimaschutzprogramme sind, die der nicht lastgelegt gesehen von anderen Sektoren, weil alles an den Nähe greift. Und dafür fand ich die Marsch, die das Regierung hat, für was der Landesplan angeht, für sektorielle Pläne auch zu summen, auszuschaffen, zu versuchen, sich zu integrieren, und auch gemeinsam an Prozeduren einen richtigen Approach. Weil ich meine, dass was den Klimaschutz angeht, die mir einfach Zeit da ist, an die mich schwierig können. Wie seiner Zeit, du warst dabei, die Klimaschutzziele verhandelt gesehen, wo mehr praktisch für Lützeburg ein Stabilitätsziel ausgehandelt, wenn man demos durch den Rückgang von der Stahlindustrie, aber vergleicht sind auch mit der Zeit, wo die Stahlindustrie noch relativ geboomt hat, natürlich da immens Männer Emissionen haben, nur automatisch, weil das die Industrie immens zurückgegangen ist. Das ist also der Sektor, den als langer möglich tut, für praktisch stabil zu sein, sogar raufzugehen in einem gewissen Moment, was die Emissionen angeht. Die zwei anderen, die Industrie stellt halt wenig durch. Zuletzt stellt gut nicht mehr das, was sie durchgestellt hat. Und sie hat weit unter 10% eigentlich gefallen vom PIB, was in der Wirtschaft geht. Es schaffen Hauptmänner Leute an der gesamten Industrie zuletzt wie am Konstruktionssektor. Also das ist oft ein kleiner Teufel an der durchstellenden Diskussion dabei ist. Und das ist auch passionant, wie man über zwei Betriebe dann halt zuletzt diskutiert tun. Mir auf der anderen Seite muss ich wissen, dass die größten Progressionen, die größten Gefahren auch, dass man als Zieler nicht geht nach Rechten, die sind an den anderen Bereichen. Die sind am Bereich vom Transport, respektive vom Bund von den Haushalt. Und das ist also da, wo müssen umsetzen. Das ist also wichtig, dass man die globale Approche beibehalten. Und ich meine, dass man dann noch können führen können. Das Ganze muss man weiter bannen und die Debatte rund um ein neues Entwicklungsmodell für Lützeburg. Meint ihr dann, Herr Bodry, das Problem geht durch eine also die Wurstemsthematik, was ihr dabei, geht allein durch eine gute Landesplanung gelöst gehen. Als das genug Transformation, als das Transformation ökologisch, sicherlich braucht man eine gute Landesplanung. Das ist so außer froh, dass ihr seht, Wunder schaffen, Minot bei Nähe bringen, Dezentralisierung, und all die Aspekte sind zentral. Aber geht das Ihrer Meinung nur durch? Aber nicht durchgeht, ich stelle das einfach als Hauptfroh nicht und ich verlasse in der Block die Grid oder das heißt du, als natürlich soll ich flexibel am Kopf sind. Oder wenn das nicht durchgeht, was wären dann die Instrumente, die in Domist ersetzen? Weil auch da als ja Partei, wenn ihr noch nur das Programm guckt, dann aber ja ein Herr Vertreter guckt an dem Sektor, seht ihr auch, Digitalisierung werdet schon richten und da werden wir dann den Griff kriegen. Also doppelfroh, die Landesplanung geht das durch. Und wann nicht, was braucht man da sonst noch? Also die Landesplanung als eine Voraussetzung, dass wir überhaupt hier kommen, dürfen wir die Zeit, dass wir von einer relativ zahnlosen Landesplanung, die hauptsächlich auf ein paar Striche auf einer Landkarte besteht, dass wir wirklich auch nicht nur Gebiete ausweisen, nicht nur Zonen definieren, aber auch dann die Instrumente nutzen, die als Landesplanung gibt, für das nur umzusetzen. Auf dem Niveau sind wir noch nicht. Wir sind auf dem ersten Niveau, wo die Pläne, die gehen diskutiert, gehen kritisiert. Ich fand, dass sie gut sind, dass sie in die richtige Richtung gehen, und dass auch vielen Menschen Bemerkungen Rechnung getragen, dass die an der ersten vermasselten Teil von der Prozedur, weil das Gesetz schlecht war, muss ich sagen, für sich gesehen Rätsel bauen, mit das eine Voraussetzung. Wir werden an der Landesplan eine rein räumliche Planung. Eine rein räumliche Planung. Was gut nicht beurteilt geht, und das ist also ein grosses Manko von der IVL-Diskussion, die wir für 15 Jahre hatten, würde ich sagen. Und dann sind viele Jahre an das Land gegangen, wo nicht mehr weiter diskutiert worden ist. Das ist die ganz frohe vom Zusammenleben, die ganz qualitativ frohen, die hast du nicht an der Landesplanung dran.
Landesbahn als rein eng reimlich Organisation von den Aktivitäten an einem Land und dafür muss ein anderes Instrument zusätzlich ersetzen, sonst kann es nicht funktionieren. Da sind wir beim Konkreten, wie gesagt, was sind die dann Ihrer Meinung nach für die Wurst mehr zu steuern bei der Steuerungsfrage? Also Digitalisierung, dass es die trägt, oder zum Beispiel, als die Frage dann aber gestattet, ich meine, die Betriebe, die kommen ab Plötzlich oder wir spielen mit der niedrigen Energiesteuer. Am Black mit niedrigen Energiepreise, das ist ja am Black scheinbar eine neue Strategie von der Regierung. Wir haben keine nur Steuerreform zu Lützeburg dezidiert an dieser Regierung. Den Herr Gramegna hat an einer Interview ein bisschen als Ursache versprochen, das nicht von der kommen keine nur Steuerreform. Wie gesagt, den Herr Schneider setzt auf Digitalisierung. Wird aus Überzeugung werden wir als Instrumente brauchen, auch für das Wirtschaftsmodell zu ökologisieren, zu gestalten. Also ich meine, nachher, du gehst auch praktisch, wir sind ganz über die Industrie zu diskutieren. Also, nee, du sagst die Wirtschaft. So, ja. Der Groß von der Entwicklung zu Lützeburg können über andere Sektoren. Es ist vielleicht, wie gesagt, der Anteil von der Industrie und unserem Reichtum hört immer auf. Den Anteil von den Leuten, die an der Industrie arbeiten, hört immer auf über die letzten Jahre. Auch wenn nach Einzelbetrieben beikommen, mit verschwandenen Euro hier. Und der Groß von den Aktivitäten, die beikommen, das ist am Dienstleistungssektor, wo sie beikommen. Da kommen sie massiv bei, die tausenden Arbeitsplätze, sind doch 15.000, die an einem Jahr beikommen, die kommen zu 90% kommen die aus dem Dienstleistungssektor. Finanzsektor und all die Sektoren, die eigentlich den dort Sektoren zuschaffen. Das sind oft PME, das sind keine Großbetriebe, das sind Kleinbetriebe. Ich hatte die Zahl schon an der Table Ronde genannt, was eigentlich so. In einem Jahr kommen laut Stadtec 3.500 Entreprisen entstehen, 2.500 verschwanden an demselben Jahr, aus 1.000 überleben eigentlich, und da verschwanden auch noch ein ganz paar, die an den 5 Jahren drop. Wie will der das steuern? Das wird froh. Ja, so, ja, gibt mehr Dämpfer, weil ich kann heißt das können politisch gut tun, so dass du steuern mehr. Wir drücken noch ein Knäppchen, dann haben wir 1% Fußtum, dann haben wir 3% Fußtum und dann haben wir 5% Fußtum. So lebt es allerdings nicht. Ich gebe vielleicht ein Beispiel von Japan bei mir. Japan, denen geht es nicht gut. Die Japan, die sind hinter über 10 Jahren an einem praktisch Nullwurstumsszenario. An all erfahren diese Gemato für rauszukommen, weil hier Lehn tendenziell raufgehen, weil sie eine hohe Arbeitslosigkeit tun, weil sie keine Investimente können machen, die sind nicht gefrucht. Sogar eine liberale Regierung hat da probiert öffentlich. Sorry, ja, die hört das vielleicht nicht gern. Ich will aber trotzdem das aber losgehen. Die schwätzen aber auch von qualitativem Wurstem und so weiter. Die könnt ja all die Terminologien nicht benutzen, die ganze Zeit. Lass mich doch mal fertig schwätzen. Madame Weber, wir kennen das so lange. 1 Minute 40. Wir kennen das so lange. 1 Minute 40. Und Geduld, das nicht mehr groß gehen. Ich merke mal, die lo klappt, ne? Mein Gehör ist ein bisschen mehr groß genug. Nee, wer Badri, lo muss ich ein bisschen durchschließen. Heinz, du hättest aber den Eindruck, dass er ein bisschen ausgeholt wird. Muss ihn mit aller Fried, von mir so mehr, zuletzt mehr Steuern als Entwicklung, mehr sie nicht an einem europäischen Bandemarkt. Mit dir schwarz von qualitativen Wursten, ja. Gut. Ich will das just ein so. Wir können natürlich eine gewisse Steuerung machen. Über Steuern, über Landesplanung, über auch Formation, über Umgestaltung von einzelnen Sektoren, selbstverständlich. Und ich gebe auch so, dass auch manchmal aber ein falsch durchdenkt. Zu machen, wie wenn die sukzessiv Regierung, aber besonders auch die sukzessiv Wirtschaftsminister, was die Mädchen sozialistische Wirtschaftsministerin waren, wo eben immer Meinungsverschiedene waren zwischen Umweltminister und Wirtschaftsminister. Und ich kann nicht beruhigen, ich habe mich mit Goebbels oft zerstritten. Ich hatte zum Beispiel mit Herrn Goebbels in der Akkord, dass man keine chemische Industrie mehr gibt, Plötzlich neu obwohl, weil das immer Probleme mit den Oplagen gibt, immer Probleme mit dem Pakt, nur das ganze auf der Umwelt. Und als sich auch gehalten. Also das ist wichtig, sich also im Vielfalt aufzuschwätzen und das auch nicht so, dass Blamgift geguckt wird, für unbedingt irgendwelche neue Betriebe plötzlich zu können. Er gibt hinter Jahren eine gezielte Politik gemacht, über Clusterstellen, ja dann die Plattformen, wo öffentliche Akteure und Privatakteure sich an gewissen Bereichen treffen, das sind die Domänen, die sollen entwickelt gehen. Und dazu gehört Logistik, dazu gehört aber auch Umwelt- und Gesundheitstechnologie, von dem die dort als
Beispiele zu nennen, wo so gezielt probiert wird, die dorten Sektoren anzusprechen, wo ein höheren Mehrwert euch entsteht, wo aber den Impact relativ klein ist von den Aktivitäten. Das ist also eine Politik, die schon über Jahre gemacht wird. Wir werden nicht steuern, das ist effektiv, die Privat, die von sich aus dezidieren, hinzukommen, werden kann steuern, wenn der Proprietär ist von der Terra, das, ob ihn den Terra zur Verfügung Du muss ich aber eine Zwischenfrage der Stelle, doch von Joghurtfabrik nicht den Thema noven das. Fanden Sie das da richtig, dass den Wirtschaftsminister den Terrain, den an staatlicher Hand war, der Joghurtfabrik zu einem Moment verkauft, also erst einmal verkauft hat, grundsätzlich, weil nicht an der Regel also bei auf die Theothek oder so, erst einmal verkauft hat und zweitens auch noch verkauft hat, ihr die Genehmigung verdeelt ging, weil effektiv also es ja mehr problematisch von den anderen bis am Besitz vom Terrasse. Fanden Sie das da wirklich richtig? Ich fand das Schmunzig nicht richtig gelaufen, was von allem als Erbes nicht, schenkt man nicht, ich kenne den Detail nicht, wie das am Vierfeld über die letzte Zeit gegangen ist. Da sind 4 Gespräche gelaufen, also Aktivitäten, die eigentlich aus sich bekannt sind, die herkommen. Das sind also schon Betriebe, die irgendwo nicht bestehen oder die Aktivitäten, die Produktionsbetriebe gehen auf anderen Platz. Et weiß ich genau, was die Matze springen von Impakten. Et weiß ich, was Probleme geben mit Emissionen, kann auch so, was eventuell Probleme mit Emissionen gehen, weiß ich, was der Wasser verbraucht ist. Und was ich nicht verstehe, dass am Niveau zumindest von den Beamten die Konzertation da nicht an einem freien Stadium stattgefunden hat, für gesagt gehen, dass halt aus prinzipiellen Gründen als das ein Problem, den dort der Betrieb hinzukriegen. Und da kann ich das noch steuern, dass man in die Diskussion mal Zeit feiert, und da klar gesagt, nein, also Meinung geht das nun, da muss ich Diskussionen feiern. Und das Problem ist, wenn das noch weiter gelost wird, da kommen dann so einseitig Decisionen von einem, wo nicht gesagt, das prinzipiell als das nicht möglich ist, weil wenn das prinzipiell nicht verhindert wird, dann bleiben wir nur noch zu gucken, die Normen respektiert oder nicht. Und normalerweise, wenn sie die best verfügbare Technik ansetzen, können sie normalerweise die Normen respektieren. Das ist immer im Rechtsstaat, und noch wenn so eine Regierung nicht will, eine Autorisation gehen, dann müsste es so gehen, weil dann die Gerichte so, wo sind dann die Normen, die nicht respektiert gehen, dann ist es noch möglich. Wenn die Partei nicht optimal funktioniert wird, schenkt man das zu sehen. An den zwei Fällen, als das vielleicht, wie die Kontakte waren, da nicht sich direkt zu Quatsch gestaltet gehen, dass du nicht direkt vielleicht gesagt hast, aufgrund von prinzipiellen Nivellierungen, die mehr Hunden. Wie verkehrt in den Terra eher in eine Genehmigung hört wird? Wie die Zeit, dass verkehrt den Terra eher eine Produktionsgenehmigung hört? Ja. Bei China an sich dem Herr Bodri völlig recht, weil eigentlich müsst echt klar sein, ob ein Betrieb kann kommen, ihr dann ein Minister an nach in anderen seht, lo kriegen wir 100, 200 Arbeitsplätze an die Leute, die Hoffnungen mischt. Und das ist genau das, was den Etienne Schneider nicht auch divers Kehren gesagt haben, wo ich zwar konstatieren, dass lo immer Sachen annonciert gehen, immer hat überhaupt wissen, schwingen das einfach Prospektion zu Summe gemerkt, da sind wir als eins, das muss in Zukunft noch verbessert gehen. Und das an sich auch wichtig ist, dass nicht etwas annonciert wird, immer wissen, ob überhaupt es kann kommen, schwingen an der Analyse. Sind wir als auch eins, das muss man da just noch umsetzen. Und dafür haben wir ja alles aber auch Kriterien an Instrumente gehen, an die müssen verfeinert gehen, für dass sie ganz genau weiß, wo sind dann Knackpunkte, auch an Zukunft, wann Industrien hier Plätze bekommen. Das haben wir angefangen. Das ist vielleicht nicht optimal gelaufen, aber das hat doch ganz viel davon aufgehangen, dass den Zeitpunkt von einem Annoncement von x Arbeitsplätzen, mit denen Leute da rechnen, dass das immens frei war, nach überhaupt an Terra verkauft ging, dass ihr überhaupt klar war, ob man das dort überhaupt vom Ressourcenverbrauch, ich schätze mal vom Ressourcenverbrauch, überhaupt die packen. Das heißt, war ein Irrtum, die Verkauf vom Terra und nicht eine gewisse Volontät. Den Laurent Heimat wird ich dann den Dan Hardy. Ja, merci. Da hallo viel bei Ihnen. Dafür, wenn wir wollen, die Wurst steuern, erledigen, ich meine, ganz einfach mehr. Wenn wir mal nämlich wollen Wursten oder man sehr Wursten, brauchen wir just steuern zu haben. Ich meine, das immer, wenn das sehr geschieht, dann als die Wurst sehr aufgebracht. Ich meine aber nicht. Das sieht wie eine Steuerreduktion ja, für yes, genau so. Für die sieht aber für Mann Wursten mit einer Steuerreduktion, ne? Ja, die können nur klappen, aber wir sind nicht für Mann Wursten. Das meine ich lese nicht als Eisen. Ja, okay. Ja, voilà. Das ist aber ein kleines. Dann definiert vielleicht effektiv für ihr Wursten, das wäre ja sinnvoll. Okay. Ja, Madame Weber, gerne.
mir sie für wussten, weil wir sie für eine Weiterentwicklung von diesem Land schmengen, dass diesem Land wusste man den Vergangenheit immer gut gedauert. Und wir haben doch Pferdesprit als Land, die wusste zu steuern. Finanzplatz hast du nicht wie Weltraumschiff gelandet, aber immer waren die Haie und was die wären. Ich meine, dass das schon auch politisch gewollt war, dass das entstehen, dass die Politiker sich investiert und dann, dass das konnte entstehen, ob alles gut war, also eine andere Diskussion. Fakt ist, dass man mit der Finanzplatz konnte wusste, weil doch eine politische Decision war, für zu machen. Genauso wie eine politische Decision war, an RCS aufzubauen, mit den Satelliten neu Wehr zu sichern, so wie man auch weiter wollen treiben mit der Weltraumforschung. Alles das sind politische Decisionen für Wursten an Wehr zu leiten. Und dann ist es wie Wursten, ein anderer vielleicht, mehr nachhaltigen, auch da kann Politik Mesuren holen, für das eben an Wehr zu leiten. Natürlich, auf vielen an verschiedenen Niveaus. Ein anderem auch dann mit Steuern, wenn da gewollt ist. Also ist schon Politik, die Kader setzt, das hat man dann die Sprüche gesagt, ich meine, auch da sind wir als eins, und das hat man in der Vergangenheit bewusst auch gemerkt. Und wir sind weit dafür wussten, weil wir sind für eine Weiterentwicklung von diesem Land, wir wollen nicht zurück. Wir hatten, das hat Herr Gramegna gesagt, für ein paar Jahre keine Wursten. Wir sind zurückgegangen. Und Diskussionen, die wir damals hier im Land hatten, waren ganz spannend, weil darum es geht, für mal ein bisschen irgendwo zu kürzen. Dann ist denen geht ganz sehr nicht mehr da. Und Herr Gramegna war damals noch bei einem anderen Platz. Ich kann mich einfach noch erinnern, und Pressekonferenzen, die Chambre de Commerce damals ging nicht, wie die Regierung damals Decisionen geholt hat, für Schuld zu machen, für weiter können zu investieren. Da war die Begeisterung nicht groß bei der Chambre de Commerce. Damals hat man so viel Schuld geben machen. Ich meine, heute ist Herr Gramegna als Finanzminister ganz froh, dass die Schuld gemerkt wird, auch Schuld als auch ein von den nachhaltigen. Du hast eine spezifische Frage nach, sieht ihr wie eine nachhaltige Steuerreform dann an dem Ganzen, also das Preisvorrecht entsteht? Ja, das steht ja in diesem Programm, den da ja gut gelesen wird, an dem in den Kapiteln über die Steuern steht es dran, das nicht an den Kapiteln, die solchen über die Umweltpolitik fand, die da schenkt über Sinn zu haben, aber an dem über die Steuerpolitik steht es dran, dass man da wollen gucken, was möglich ist und das dann auch eine Möglichkeit umsetzen. So. Ich wollte aber nach der Joghurtfabrik so, weil ich kenne den Dossier auch besser. Ja. Und da sind ich aber ein bisschen paff, wenn Vertreter von der Regierungspartei so machen, wir waren auch da so kommen, also okay, wie es gegangen, als man dann die Sportwesen nicht, der Bodri-Wesen nicht, der Wesen nicht, aber normal, ein bisschen, wie den Terrainverkauf kann gemerkt gehen, das wird euch schon erstaunt, dass so ein Terrain einfach kann verkaufen oder verkaufen gouf. Weil ich kann mich erinnern an Diskussionen, die ich als Premierminister von meiner Gemeinde am Ministerium von Herrn Gramegna hatte, weil wir just einen ganz bescheidenen neuen Atelier für als Regiebetrieb mussten irgendwo hier bauen und da wollten wir dann auch ein Terrain von der Ökonomie kriegen. Das waren heftige Diskussionen. Und ich ging das ganz hart. Mit dem muss es hart gehen. Weil es kann ja nicht sein, dass man da Bädle gehen für so etwas, weil ein Umweltminister sagt, du darfst dann nicht bauen, da braucht man einen neuen Terrain, den ist da schwer zu kriegen. Und der Finanzminister, das Ministerium nicht dir selber, sieht, Verkauf geht sowieso nicht, wir sind also eins gehen, wir hatten gerade die Superficie, wie das normalerweise dann noch geht. Wir dürfen wundern, dass für eine Fabrik, die noch keine Genehmigung hat, da war kein Problem. Wahrscheinlich, weil sie die vielen Millionen Euro abgeholt hat. Ich hoffe, die fehlen nicht, Herr Gramegna. Wir sind vorsichtig. Das war damals ganz komische Diskussionen. Die kommen, wir konnten gesagt, die kommen lo. Und da geht der Geruf am Ministerium, da sitzt leider, da waren da seht ihr, du musst ja für dich den PHP gemerkt in den Bebauungsplan. Da sind die ganz erstaunt. Das hat anscheinend kein den hier gesagt. Und da frage ich mich aber, wie weit da das schön, wenn das Umweltministerium mitgeht. Da muss vielleicht einfach mal eine andere Leute mitgehen, die Prozeduren am Land kennen, wie so ein Betrieb sich kann aussiedeln. Da will ich nicht so, und da denke ich, Joghurtfabrik ist auch nicht der Teufel. Im Prinzip, okay. Ne? Weil Joghurt erstmal gute Gäre, kann ja auch ganz nachhaltig hergestellt gehen, aber wenn die Müllstoffe von Heigif benutzt gehen, kennt das ja ein ganz schlüssig Sache. Mit Dorps wird ja noch nie in eine Antwort an Chlor gehen. Und das ist etwas, was ich gar nicht nachvollziehen kann, dass das käme, einmal zu erklären, wie der Betrieb sich kann aussiedeln, wie er kann produzieren, mit welcher Milch kann produzieren, aber was vielleicht Sinn und Zweck von der Sache kein Sinn. Leider ist Zeit vom Laurence Heimat River, die von Herrn Bodri auch. Mit kriegt froh aus dem Saal gestellt. Du hast ja wirklich so kurz gefasst, ne? Zu kriegen. Ich hatte nach Zeit und dann hat die Wahl für dich. Ja.
Weil ich meine, das Beispiel von der Joghurtfabrik, das weiß doch, dass man nicht einfach nach Entreprisen immer rum können sicher gehen, die nicht unbedingt an ein Land passen. Ja, ich meine, heute sehen wir ja auch, ich meine, das bestätigt da so, wenn man so hier im Land geschieht, einen unkontrollierten Wurst, einen Wirtschaftsminister, den überhaupt nicht scheint zu wissen, wie viel Steuern es hätten, die Entreprise generiert. Wie kann das so sein, eine Differenz zwischen 450.000 Euro und 60 Millionen? Also det mal leet schmengen, du musst mal ein bisschen mehr raisonabel sehen. Also ich erinnere noch zum Beispiel Madame Weber, das für dir auch schmengen, das können wir steuern, was für eine Entreprise wir wollen. Ich erinnere für Jahren und den Ikea zum Beispiel. Du war dir auch der Meinung, dass den nicht gut hier am Land wäre, weil zu viel Trafik engendriert. Und schlussendlich ist nach dieser Grenze gebaut gehen. Ich meine, keine Redezeit, wieso wäre es nicht? Es war das plötzlich dass man einen gewissen Abfluss das können wir wohl nicht falsch sein, dass man aber den bisschen Abfluss, wo man nach Huhn können Spiele losen an bei Betrieben, wo es nicht gesund ist für das Land, weil es eben zu viel Trafik engendriert. Auch Betriebe, die von Vierern soen, natürlich aus der Tolero-Mappes, wo ich polarisieren, mit das stimmt, aber wir haben Betriebe hier im Land, die bewusst nicht mehr mit Frontalien schaffen. Und ich meine, wir müssen auch gucken, dass die Residenten hier im Land beschäftigt gehen. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf Frontalien verzichten, so simplistisch, als der Dorlo nicht, würde ich sagen. War aber ein bisschen so. Riverkommen muss ich aber mal so. Der große Pech von ihr ist, also ich will nur hacken, dass die nach jeder Zeit tut. Und der kriegt nur das froh von mir gestaltet, weil das ein zentral vom Moment. Wann dir dann gegen den bevölkerungsmäßig orientierte Wurst sieht, bedeutet das ja dann aber trotzdem man Steueres hätten und so weiter. Wie meint ihr dann, dass das Pensionssystem in Zukunft kennt aufrechterhalten gehen an das Sozialsystem? Was sind dort die Vorschläge vom ADR? Und dann für uns mal für ist immer ganz wichtig, mit Bestandsopnahmen zu schaffen, und auch wenn wir warnen, dass als Land, wenn wir immer weiter so wursen, das einfach nicht mehr packt. Ich komme bei Trenden. Wir operieren mit Fakten, die also no gewisse sind vom Startag. Ich meine, das ist wirklich so, alles Chiffren basieren auf Prävisionen vom Startag, von dem was war. Ich meine, wir wissen, dass wir am Black 440.000 Pensionären am Land tun. Und wir wissen auch, dass wir auf 40 Jahren über 400.000 Leute an der Pension haben. Das haben wir ausgerechnet. Für all das Rente können zu bezahlen. Wie finanzieren wir das Sozialsystem? Ja, da sind die Pensionen konkret geschwärzt. Ja, das sind auch Pensionen. Die müssen aber können ein bisschen schwarz zu lassen. Ich höre nach viel Redezeit. So, da dann los, ne? Du, da knapp 2 Minuten. Da los mich einfach noch ein bisschen. Genau, es wird dann nicht das Instrument nicht mehr. Ich lasse nicht weiter. Ich meine, das ist ein Challenge, das geht nicht auch so, das ist ein Challenge, dass wir können unser Sozialsystem an Zukunft noch finanzieren. Ich meine, an 40 Jahren brauchen wir, wenn es so weitergeht, über 1 Million aktiv Leute zu Lützeburg, die schaffen, sonst kriegen wir die Pensionen nicht finanziert. An Eislesung ist einfach, wir müssen Männer sehr wissen. Ich meine, das bringt ja das liegt ja am Funk auf der Hand. Das ist eine Sache vom gesunden Menschenverstand. Also, mehr okay. Einfach kann ich es nicht erklären. Okay, ich entlasse nicht. Der Armenier hat sich gemeldet. Ja, über Pensionen kriegen wir nach vielleicht froh, ich ging mich freuen, das tut zu demontieren, weil du gerade gesagt hast. 3 Punkte. Prävisibilität. Ich gehe nicht am Detail von der Joghurtfabrik an. Da sind visiblement Sachen ganz am Anfang schiefgegangen. Stehlen Analyse,
die den Alex Baudry gemacht hat. Wir müssen dafür sorgen, dass Lützeburg prävisibel ist, dass die Konditionen bekannt sind, an denen in Lützeburg könnt. Ich kann nicht so am Finanzsektor passen nicht ganz gut drauf ab. Und ich passe ganz gut drauf ab, dass ich nicht etwas annonciere, dass es 100% sicher ist. Und wie das ganz viele Entreprisen haben, die kommen, kann ich so, dass ich viel darüber passe. Mein zweiter Punkt ist, ja, wir können Steuern, ich habe noch nie den Gegenteil gesagt, und wir sollen clusterorientiert schaffen. Das heißt, dass als Industriezonen ob Cluster sollen kopiert gehen, dass sie Kriterien hat, dass sie weiß, wenn in am chemischen Bereich ist, dort sind zu Lützeburg eben nicht vollkommen. Und mein dritter Punkt, das Fiskalität ist so, wir hätten nicht an der Fiskalität gemerkt, was gering, also dann nachhaltig. Das wird dicht an dieser Geschichte. An dieser Geschichte, dass 3 Maßnahmen angeführt sind, die fiskalisch sind, die eine geringe Komponente haben. Und schon so ganz sehr, dass ein Appartement, wenn ihr ein elektrisches Auto kauft oder ein hybriden Auto oder wenn ihr ein Velo kauft für Privatleute, und wir haben beim Leasing von den Autos für elektrisches Auto, für Firma auch ein Appartement gesehen. Da sieht alle Menschen, die nie etwas darüber gemacht haben, ja, das ist einfach nicht immens, aber wir haben das gemacht. Wir sind am Black krit Lützeburg, da lo vielleicht 00 egent etwas mehr. Wir sind ganz schlusslich in Europa, was nachhaltige Steuern betrifft, aus den Umweltinteressen, die wir kriegen, über den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung, sind wir schlusslich, das dreht die 5%. Über das Kapital besteuern wir kaum und da bist massiv. Und Herr Gramegna, mit allem Respekt, den Abattement, der dann auch noch nicht der muss sozial ist, wie du es auszudrücken, den hat nicht Umfang von unserem Wirtschaftsmodell geändert, weil er nicht an die fundamentalen Ressourcen rangegangen ist, von effektiv mehr lenken können. Kinder, da war echtere Subsid und Einzelleute, wie franchement lenkend, und auch an der Region, wo man mit dir hatten, das ganz klar gesagt geht, dass andere Instrumente nötig wären, am Energiebereich, CO2-Steuer und so weiter, das hätte den aber auch nicht so falsch fand. Das ist immer dasselbe. Wenn ihr etwas möchtet, Platz, dass der Kredit kriegt, dass ihr etwas angefangen hat, wird direkt gesagt, geht nicht durch. Das ist ein bisschen zu klein. Das ist ein bisschen zu klein, aber dafür wollte ich da versuchen, und ihr habt recht, dass du noch weiter musst darüber nachgedacht gehen. Aber ich wollte einfach so, dass wir echt, wenn die das gemacht haben. Nee. Laura E-Satz, alle, ein. Aber wirklich ein. Es geht für Subsidien für genau die dort Sachen, ja. Die sind aufgeschaffen von der Regierung. Du hast den Kredit, den Steuerkredit oder angefordert, die können aber nicht die Leute gut die Steuern bezahlen. Das ist nicht sozial. Voilà. Das war eine Subventionssteuer, die eigentlich, aber keine Steuerreform am Sinn von der nachhaltigen Entwicklung. Gary. Ja. Yes, der Meinung sind wir. Wenn in den Subsid gehen, dann hat eigentlich so ein ganz ehrlich das war der Verwaltungsaufwand, der natürlich immens groß ist. Zeit Subsidie für Katalysator kann ich mich erinnern, was hat ein Aufwand war, mit wer eigentlich mir richtig, ich gebe effektiv als Subsid machen, wie wir bei den Steuern, weil du profitieren natürlich, die haben sich davon, die schon viel Steuern bezahlen, die profitieren am meisten von der So wie man das gemacht hat, Herr Baudry. Ja, das gemacht und das hat nach K gemacht. Mit nur als Steuerreform muss man sich drin zugehen, dass mittlerweile durch die François Bauge da war zugehen noch viel hin und her, das war kein nachhaltig. Das ist egal. Hey, den Herr Klümmer, ja, mir hat sich distanziert ein bisschen, das hat uns nicht Rose gemacht. Den Herr Klümmer wollte etwas dazu sagen. Ja, ich meine, wir sind bei einem Thema gekommen. Die hat für gesagt, es gibt nicht viel dazu am Wahlprogramm stehen, trotzdem Steuern. Ich meine, das ist gut, dass ihr überhaupt etwas gemacht habt. Auf der anderen Seite muss ich bedauern, dass man die dynamische Politik weitergeführt hat. Drecken sich 4 Ministerin auf einer Foto für einen Autoshändler zu Lützeburg abzumachen, den ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze schafft und wie viel für eine geringe nachhaltige Ökonomie zu Lützeburg schlussendlich möchte. Genau die nämlichen Autoshersteller profitiert aufgrund vom hohen Akquisitionspreis für sein Auto und davon, dass den Abattement auf sein Auto gibt. Das fand ich dann eine Coincidence, so man muss so. Ich wollte aber sicher über ein paar andere Zahlen zu schwätzen kommen. Vielleicht, was ging dir da machen, wie eine nachhaltige Steuerreform? Die hat kritisiert, was geschieht, was ging dir da machen? Ich meine, ich habe schon etwas dazu gesagt. Ich habe gesagt, wir wollen mit der TVA schaffen, für unter anderem ökologische und nachhaltige Produkte zu entlasten, sodass sie nicht nur
für Leute zesibel sind, die höher Salären haben, mit so zesibel wie für Leute mit kleinen Salären, mit kleinen realen Nettolohn. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich gehen an den Job für gesagt, Ökosteuer, wo auch CO2-Steuer bei den Betrieben so modulieren, dass wir können exzessiv Flächennutzung und exzessiv Ressourcennutzung adäquat besteuern. Okay. Ich wollte aber vielleicht ein paar Zahlen, fehlt mal Wissen an der Wachstumsdebatte, und der Gary Diederich hat wieder probiert, umzuschwätzen, die Sozialkomponente. Ich meine, an den letzten 15 Jahren als der PIB ganz 60%, trotz den 2 Jahren, wo man negativ Croissance hatten, sind wir am PIB 60% geklommen. Gleichzeitig als den Index 30% geklommen, Population 33%, irgendwo an aber Armutsrisiko 45%. Das möchte mir sorgen, das ist der Grund, für wenn wir denken, dass wir grundsätzlich müssen umdenken. Wir dürfen uns nicht mehr auf Abattement fokussieren oder auf Kleinigkeiten, auf kleine Reformen. Wir müssen das ganze Steuersystem, den durch und durch ideologisch ist, und hauptsächlich ein gewisses Familienbild propagiert wird, einkaufsleistungen, muss man sich von 4 aufhängen. Wir basieren zum Teil also Steuergesetze noch auf Texte von 1933. Ich meine, da so keine Neuigkeiten. Das muss komplett modernisiert gehen und die Aktualität angepasst gehen und Besoin von heute. Da schwätzen natürlich auch von geringen Steuern am Sinn von, dass man eben auch zum Beispiel beim Energieverbrauch regenerative Energien bevorteilen könnten. Das sind sicherlich Aspekte, wo ich schaffen kann. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Leute sich das auch leisten können. Die ganze Wachstumsdebatte könnte auf jeden Fall die neue Debatte auf Bevölkerung, wie es zu sehen. Lützeburg wird verbaut. Gipre für den zu dicken Auto. Das könnte unter anderem davon, dass viel zu viele Leute und immer mehr Leute nicht von dem Wachstum an ihrem Portemonnaie gesehen. Sie sind tout au contraire echt de Minus auf ihrem Bankkonto wussen an net méi dat wat ze mat Theem holen. An da könnte zu neid. An Schmenge wenn wir wollen en nohaltsche Wustem thematiseieren, wo d Leiit alle Gute mat an Boot geholt gin, da muss man auch die Sozialkomponent vum Wustem muschwätzen. An da geht het net, dat man 60% Wirtschaftswustem hunn, aber bei de Leiit kommen nimmen 30% un. Das ist zu kurz gegangen. Da sollte man sonst 2, 3 Instrumente, wie die dann die Umverteilung machen. Da fängt man da mal an, ich komme nicht mehr auf als grosse Vision, das ist natürlich Grundeinkommen. Okay, das ist nur okay. Wenn wir kurzfristig Lesungen sichern, dann denken wir, dass wir bei den Studienbeihilfen müssen einen Zahn zulegen. Dann denken wir, dass wir beim Kannergeld müssen agnostisch gehen, was die Unzahl von Kanner anbelangt, und viel mehr konkret auf Basis von dem, was die kann zu haben, als basieren. Wir haben gleichzeitig auch das Problem von der Altersarmut. Wir müssen noch gucken, Mindestrente und zu setzen. Aber wie finanzieren wir das ganz klar? Da knapp geht es, also der Caisse Nationale d'Assurance Pension geht es am Moment gut. Da ist Luft noch oben, was die könnt machen. Bei den Kannerbeihilfen geht es darum, für Sachleistungen, Geldleistungen umzuwandeln, an unseren Namen, für den Leuten auch die Schwarze losen, wie sie die Suchen ausgehen. Okay. Gary Diederich, für ihr, ich werde froh, ich mache noch kein Nachspiel, das zu lang. Viel gesehen von der Nohaltscher Steuerreform am Detail, weil das ja so, dass die Gewerkschaften Probleme haben mit der Nohaltscher Steuerreform, weil sie so, das geht ja auf Konsum, geht ja auch. Und das geht dann auf die Kosten von den Leuten, die Männer Geld haben, da gehen die Touren zum Teil mehr hoch. Die hat aber an ihrem Wahlprogramm zumindest eine dezente Ouvertüre dran, für eine Reform zu machen, wie trotzdem in Richtung nachhaltige Steuerreform zu gehen. Wie positioniert ihr euch zu den Gewerkschaften, die das problematisch gesehen, eben aus dem Grund, dass TVA dann Wurde gegen geschlagen erstens und zweitens auch enchainiert beim Herrn Klemmer, wie sieht ihr das Finanzement vom Sozialsystem, wenn ihr seht, die sollen nicht mehr so aufhängig sein von dem Wustem? Ich meine, wenn man eine Ouvertüre am Anfang angefangen nur beim Konstat, dass die 2 Defien man muss nur gehen als Gesellschaft.
dann ist es mein immens wichtig und da haben wir an der Vergangenheit vielleicht zu viel Lagerkämpfe gehabt oder nicht am Anfang zu summen da gegangen, dann ist es wichtig, die sozial und die ökologisch froh eben zu summen zu gucken. Und da muss ich bei den Steuern eben aufpassen, wie in die nachhaltige Steuerreform möchte, aber wer den da als Konsequenz hat. Was mehr als Steuerreform am nachhaltigen Sinn vorschlagen, das eng die eben Betriebe visiert. Das heißt, wo ihr seht, das Bonus-Malus-System auffeiert, von den viel Ressourcen verbraucht, viel Energie verbraucht, viel Land verbraucht, da sind dann, das muss ich nochmal im Verhältnis vom Sektor eben gucken, da sind dann auch verhältnismäßig mehr Steuern bezahlt. Wir sind nicht der Meinung, dass sie auf Konsumgitter einfach indirekt Steuern an die Blut setzt, die jederin treffen, weil für allem nicht, wenn eine ganz Reihe anderer Fragen gar nicht geklärt sind, die eben an unserer Gesellschaft wichtig sind, für die sozial und die ökologisch froh umzugehen. Das heißt, wenn wir just isoliert so etwas machen, dann treffen wir die Schwächsten und da erreichen wir ganz wenig, weil die Schwächsten am meisten responsabel sind für den enormen Energieverbrauch an unserer Gesellschaft. Das heißt, die sich sowieso können leisten, die pickt das kein Meter, ob der Preis ein bisschen an die Blut geht oder nicht. Und das sind aber die, wo vielleicht 3 Autos haben oder wo eben 4000 Meter Carré Wohnfläche nutzen. Das war nicht ganz vor. Ihr wisst doch, Steuern soll ja lenkenden Effekt haben, durch das Preisvorrecht hier gestaltet, durch das ein Wur, die reelle Belastung oder Verbrauch, die sie verursacht, preislich rumgeht, und einen gewissen Lenkungseffekt hat. Aber das ist schon verhaltensändernd ist. Ja, mit Preisvorrecht soll bei der Herstellung, wen hat Verantwortung, dass etwas so oder so produziert wird. Das ist nicht der Konsument am Lidl, den dafür zuständig ist, dass die Verpackungen die Produkte sind oder die Transportwege, die man da durchgehen. Das ist nicht Verantwortung vom Konsument. Der Konsument kann, wir wissen alle gut, dass das nicht das Verhalten vom Konsument wird nicht flächengreifend die Inzidenz haben, die wir wollen, für den Defi umzugehen, den wir haben. Und solch als die indirekte Steuern als ein Mechanismus vom Markt, und wir haben an den letzten Jahrzehnten schon probiert mit Mechanismen vom Markt, und wir haben gesehen, was das Resultat am Moment davon ist. Wir haben nicht das Resultat, was wir wollen. Das heißt, wir müssen viel mehr bewusst Steuern planen, indem wir eben mit einer Reihe Lenkungssachen, die wir schon gesagt haben, gehen eben an anderen Steuern auf Betriebe bei der Produktion. Der hat auch gefragt, Finanzment von den Pensionen. Sozialsystem. Vom Sozialsystem. Also, das bringt ja auch die Steuern an der Grafik ja gesehen, Disproportion zwischen der Besteuerung vom Kapital und von der Arbeit. Wir haben zu Lützeburg sind die Leute, die Materien Lohnsteuern, bezahlen viel mehr an, wie Leute, die einfach eben aus Kapitalrevenuen, Dividenden, Revenuen rauskriegen. Und noch Betriebe. Also das wird die Steuerreform nach bekräftigt, dass Betriebe unabhängig entlastet sind. Aber wir müssen da eine ganz andere Relation herstellen, dass sie nicht die Leute am Anfang durch ihr Arbeit weiter zum größten Teil die Sozialleistungen finanzieren. Bei Punkte Steuern, und da werde ich wahrscheinlich nicht viel dazu sagen, wir sind ganz konsequent, auch was den Tanktourismus angeht. Das ist ja klar. Also ich meine, es gibt aus ökologischer Sicht kein Grund, und auch aus steuerlicher, volkswirtschaftlicher Sicht kein Grund für den Tanktourismus noch lang aufrechtzuerhalten. Und da, wenn Pensionen angeht, da muss ich in der Tat auch gucken, dass sich mehr Spielraum gibt. Und der Spielraum, der geht sich nicht mit Kürzen bei den Pensionen selber, die geht den Studien, da sind sich neue Resetten unmöglich. Zum Beispiel Deckelung abzuheben, für mehr Resetten zu kriegen, wenn es nötig ist, Kotisationen noch abzusetzen, mehr für jeden. Also, und dann eben auch gucken, wer eine andere Steuern nötig sind, mit der Umwandlung, die eben geschieht am digitalen Bereich,
an der Robotisierung, da muss ihn am Meer behalen. Das kann ihr Lohn nicht fix so, und mit den Möglichkeiten muss ihn abmachen. Okay. Carol, die spuckt die Last, also die hat nach 2 Minuten. Das ist also Tempi Passati, grosso modo. Froh nicht, weil die auch immer gesagt wird, wir brauchen die Wurzeltum für ein Sozialmodell, laufen zu halten, wie aus den Infrastrukturen können zu gehen. Steht ihr auch zu der froh, dass wir mehr eine hohe Besteuerung vom Kapital brauchen, dass wir eine Digitalsteuer brauchen, die Digitalisierungssteuer, eine Robotersteuer, wie auch immer in das nennt, die will ja nicht DP, wie ist bei den Gringen, wie sieht ihr das Finanzierungsmodell? Ich denke, das ist ganz klar in einer Welt, wo man wo Digitalisierung immer mehr einen großen Platz anhält, Produktivität an sich steigt, und da ist immer noch so hoch besteuert, das muss man an sich umsteuern, das muss mehr Ressourcen besteuern, mehr Kapital, wir können umsteuern, dafür aus der Wacht zu gehen, dafür aus der Spirale und sich nur rauszukommen. Ich fand, dass man sollten, auch wenn es Ressourcenbesteuerung und so Sachen, da muss man gucken, gerade trennen zwischen einer Preisvorricht herstellen insgesamt und siblierten soziale Mesure, wo man da zum Beispiel die Energie Armut angeht, an dieser Regierung auch schon ein bisschen viel gelöst, für Leute zu guidieren, eben gerade für das Verhalten zu ändern. Und ich fand noch, wir sollten nicht nehmen am Bereich von Steuern, wo auf engem Slide ganz viele Ideen wären, die sicherlich am geringen Weltprogramm stehen am Bereich CO2. Wir sind auch der Meinung, dass wir könnten unser Leben müssten den Schritt weiter zu gehen in der nächsten Zeit. Wir nicht einen virtuellen Ausstieg aus dem Tanktourismus, für das können sie guidieren, wenn wir wissen, dass nur das kein nachhaltiges hat, sondern dass man es müssen mehr eingeben, zu reagieren, nicht, dass das geht wie in anderen Bereichen, wo man irgendwann ein Reset und die Wäsche. Für mich wichtig, also genauso wichtig wie aber umsteuern, als für mich aber auch, dass man gucken, wie gehen öffentliche Gelder hin. Zum Beispiel der Bereich Landwirtschaft, 40% von den Geldern, die an die Landwirtschaft gehen, das ist ein Großteil vom europäischen Budget, 30%, die sind ineffizient angesät. Die sind klima- und umweltschädlich. Das heißt, ich muss noch gucken, wie investieren wir richtig, so dafür nicht, wir setzen die Budget in Europa rauf, wir können investieren das besser, weil da kriegen wir die Kosten für nachhaltige Lebensmittel ganz viel mehr gedreckt, da gehen die mehr gut, und dann brauchen wir auch die Konsumentengeschichte nicht zu so, dann weil die Leute bezahlen am Moment Kosten von unseren Wirtschaften, entweder 400 oder 100er Käse, die Allgemeinheit bezahlt, durch das, was muss investieren, für ganz oft Reparaturarbeiten zu leisten, bezahlt die Allgemeinheit an sich Kosten von unserem Wachstum schon. Und wir sollten gucken, wie wir an sich als Finanzen reorientieren und so investieren, dass es responsabel ist. Wir haben damit auch angefangen, wir gehen noch konkret Incentiven. Und ich meine, dass schlussendlich, also nicht auf den Incentiven reinvestieren, dann aber will ich zwei Sachen nicht außer Acht lassen. Wenn wir über Wachstum und über Wirtschaft schätzen, dann muss man auch Leitplanken gehen an eine klare Kader. Wir haben zum Beispiel im Wassergesetz verankert, 2 Pestiziden, die mehr kosten, für das Wasser proper zu kriegen, wie wir überhaupt können an der Landwirtschaft, die haben wir verboten. Ich muss gezielt auch Leitplanken setzen, ja, Barrieren. Leitplanken. Aber dann noch, und das fehlt mir an der Diskussion, trotzdem konkret neue Modelle aufbauen. Wir sind am Gang, Transition abzubauen mit der Transitionsbewegung. Es gibt eine Gemeinwohlökonomie, wo ganz viele Sachen draufstehen, die ganz wichtig sind. Es gibt ein Donut-Modell. Kommt mir diskutieren, nicht nur just über alles, was Probleme sind, wir kommen mir diskutieren über Lesungen, an der haben wir an dieser Regierung ganz viel auch umgegangen. Auch mit dem, weil dir nicht gerne aufgehen, mir die Entkopplung für Chancen abzuweisen, ein neues Wirtschaftsmodell abzubauen. Mal eben entkoppeln, wo es man CO2 ist. Ja. Wir können dann froh. Ich meine, Sie Leute im Raum, die da froh stellen, aus der Blutgruppe, wie Sie schon seht. Du kannst denken. So, ich will wirklich aber nur, weil schon wie immer mich spät, dass Frauen an den Raum gehen, dass eure Mikro da, den Christoph Uast, den Christoph Heido können, dann geht bei dem Mikro, wir packen doch vielleicht ohne Mikro, weil wir probieren es, gell? Ich gehe spielen, aufzustehen und Herz zu schwätzen. Wenn es den Ton, du hast ein Mattmikro, wenn es klifft. Also ich ging nur bei den einen aus dem Eck, wo der Christoph steht, sich mal als ich zu melden. Du, lieb. Guten Abend.
Merci für den Debat, war wirklich ganz interessant. Es wird auch viele neue Sachen gewürgen und konnten auch ein bisschen nachvollziehen, wie ein bisschen das Programm von den verschiedenen Parteien sind. Merci am Vierer als Ojitverein. Ich hätte eine mehr konkrete Frage, und zwar auch für die Grünen, aber auch für die anderen Parteien, weil eben für die Jugend eben von meiner Generation ganz schwierig ist, für sich eine Wohnung zu lesen, die wirklich bezahlbar ist. Und das ist effektiv ein ganz großes Problem. Und wir haben große gesellschaftliche Probleme, und zwar eben auch, wo wir bauen. Und ich würde auch gerne wissen, wie die Grünen dazu stehen, aber auch die anderen Parteien. Und zwar will man mehr eben bei den Gemengen bauen, wo man aber vielleicht ein Problem haben, wo man landwirtschaftliche Flächen eben verlieren, oder mehr eben an der Stadt, wo man aber die Probleme haben vom Transport. Merci. Ulala, du hast ein heftig allgemein froh. Ich kriege wirklich Spiele, aber ganz kurz Antwort, weil wir kriegen Logements. Dinge, die den Abend nicht. Ich weiß gut, ob man sollen. Carol, die Spruch oder auch gesperrt, wie nach? Nee, da kannst du nicht nein, alle schwätzen. Nee, wir kriegen nicht geknackt. Ich hoffe, dass keine Rose mit mir ist, aber wir so viele Wortmeldungen. Ja, ich bin das auch so froh, dass das Thema kruzial ist von dem Wohnungsbau. Ich werde, dass wir gut keine Chance haben, das auch nicht annähernd proper zu diskutieren. Und das aber wurscht dem so. Die sieht nicht rose, gell? Also okay. Voilà, du wohnst beim Pat, ne? Du machen sie mit. Also sie haben alles so gesagt, dass sie nach immer trinken gehen. Das wäre nicht vor mir. Weber, das war 4 Runden. Du musst fangen. Ich ging auch wirklich spielen zu der Wurstemsfroh oder zu Instrumenten vom Wurstem. Egal wie wichtig die anderen froh sind, ich verstehe nicht gut, sich zu melden. Ja. Ja, mit froh war nicht der Lehrer mehr ich, da wie ging ich, ja. Wie lesen wir Wurstem, Logementsfroh war ein bisschen, ne? Ja, nach Wortmeldungen froher an der Wurstemsthematik oder Instrumente, die dazu gehören, die Energie. Steht vielleicht ob, da siehst du das gut an, dann hey, ja. Oder das ist egal, ja. Ja, ich wollte just eng vorstellen, der will auch lo kein vorstellen mehr, etwas einfach dazu soen. Ja, war das möglich? Ja, aber nicht schief kurz. Ne? Und die lang auszuschweifen mehr. Ich meine, die Frage vom Wurstem, der Wurstem selber wird ja auch von der OECD vorgestellt, dass es überhaupt an Zukunft nach einem Wurstem gibt. Also, es gibt ja krampfhaft Versicht, Wurstem zu generieren. Aber an der OECD, die sagt ja fair, dass in den nächsten 50 Jahren vielleicht 1,5% nach Wurstem Ass an den verschiedenen Ländern. Gell? Und das ist ja dann so, dass die Länder hauptsächlich eine große Wurstem haben, die Finanzsektor haben, die groß ist, die wichtig ist. Und da stellt sich dann die Frage, wie muss man überhaupt die Wurstem, wen akkapariert sich die Wurstem? Und ich finde, das ist ja eine ganz wichtige Frage, wenn man guckt beispielsweise die Landwirtschaft, die möchte ja ganz wenig aus am PIB, ob schon das ja aber ein ganz wichtiger Sektor ist. Auf der anderen Seite, der Gramminia sagt das ja schon im Mehrheit zu Lützeburg, 30% PIB zu, wo es mit 11% von den Leuten, die hier arbeiten. Weil da müssen sich dann die Frage stellen, wie müssen wir das, gell? Was heißt das überhaupt, die Wurst, wird ja alles über PIB generiert, man aber Statek, wird ja auch eine ganze Partie anderer Sachen auf Tapet bräuchte. Also es geht auch nicht darum, zu sagen, dass es nicht wichtig ist, mehr Lebensqualität auf Wurstem, das können ganz zwei verschiedene Sachen sein. Ich werde einfach dann mal an die Debatte werfen. Merci. Nach Wortmeldungen, ich meine, wir sammeln da pur. Ja, du kannst den Herr Pulver. Den Herr Pulver. Okay. Ja, gut, nur wenn das ein froh und alle 7 Leute, und das ist ein ganz knapp froh. Wir haben an den letzten Jahren eine ganze Reihe von Strategien geschafft, hier im Land, Altbausanierung, Energieeffizienz, erneuerbar. Dafür sind viele ausländische Experten nach Lützeburg gekommen, und wie all die Papiere zusammengelöst sind, haben die alle unisono gesagt, dass dort könnt ihr alle Guten auf gut Lützeburg gesagt an den Arsch stechen, solange
die Energiepreise hier am Land so niedrig sind, wie sie sind, wird der Toten nie klappen. Die wird nie Leute dazu kriegen, hier Häuser a großem Stil zu renovieren. Die wird Industrie nicht dazu kriegen, mehr effizient zu schaffen. Die wird Leute nicht a großem Stil auf mehr klimafreundliche Mobilitätsvektoren klammen doen. Dafür mein froh und die Sieve wäre, sieht dir auch der Meinung, ersetzt dir an der nächsten Regierung, wenn der dran sieht, dafür an, dass all Energievektoren hier zu Lützeburg für all Sorten von Utilisateuren mit Deier gehen, ja oder nicht? Paul, kannst du sonst an einem Satz so, wie situieren wir als an den Preis ein paar zum Ausland? Ja, Lützeburg hat an allen Energievektoren, ob das Gas, Mazout, Benzin, Diesel oder Strom ist, von quasi quer durch Europa auf in allem am Vergleich mit den Notbeschländern deutlich mehr billig Energiepreise wie das Usus ist. Das ist also nicht nur beim Tanken der Fall, aber auch, weil das dem Stecker könnt oder weil der Heizung verbrannt. Okay. Also die Frage wäre klar, wenn ich sonst einen Satz antwort. Oder, pardon? Ja. Okay. Also mir als die Idee kommen, ich weiß aber gut, ob es durchzuführen ist, mit so eine Progressivsteuer auf den Ressourcen wie das Wasser, auf Ressourcen wie dem Wasser oder wie der Energie, also dem Strom einmal. Es wird vielleicht mehr kompliziert, wenn es um Gas geht oder dem Mazout oder dem Benzin. Aber bon, also da kriegt jeder, den hier lebt, den hat eine gewisse Quantität zu gut, die vielleicht gut keine Steuer hat oder nur eine ganz niedrig. Das wäre dann das Minimum, das jeder, wo ihn gegen ausrechnen, was jeder ungefähr braucht. Und da, was da drüber geht, die Leute, die auf 40.000 Quadratmeter wohnen, ich weiß nicht, ob der geht, aber bon, kann ja sein. Also das ging da progressiv an die Luft gehen und das ging dann noch exponentiell an die Luft gehen. Ja? Für das zu decouragieren. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer an Œuvre zu setzen ist. Das ist die von dem Mindestsockel, wo ihr zu einem anderen Tarif kriegt. Ich meine, ich meine einfach rein, also froh, ja, zur Erhöhung von der Energiepreise zu Kur, ja oder nein, an mit Mindestfreibetrag oder wie kann ich das schreiben oder nicht? Okay, das geht ein bisschen viel tun. Okay, ja. Also, ich meine, froh ist sie ganz schlüssig. Ja. Ich sage mal, merci für den Propos von der Progressivität, weil ich wollte sagen, ich bin dabei, dass der Moyen muss an die Lut gehen, aber wir müssen aufpassen, dass man nicht weiterhin die Energiearmut, die zu Lützeburg schon gibt, weiterhin verschlimmern. Das heißt, ja für die Moyen, nicht zu direkt bei verringem Preis durchzusetzen. Okay. Gary? Ja, zu der so kann ich mich anschließen. Wir haben ganz konkret ein Programm zu längerem, dass der Wasserpreis zum Beispiel nicht einfach kostendeckend für jeden ist, sondern dass den Besoin, ein täglicher Besoin pro Person soll zu einem niedrigen bis gratis sein und dann die Progressivität soll umsetzen und dass man dadurch an anderen Ressourcen, an Energiebereichen die Progressivität müssen heranbringen. Und dann da kriegt den Effekt, den will viel mehr stark. Letzter Punkt, dass aber den Altbausanierung geht mit der Energie, mit der Altbausanierung geht nicht nur mit Steuern, mehr auch mit einfach selber als öffentliche Hand massiv Stopp. Hintergrund. Frau war die da. Okay, Alex Bodry? Meine ich auch, dass ein allgemein von Verteidigungen lohnt nicht springt, mit dass ein Proposekte muss definieren, was als einen normalen, rationellen Verbrauch von Energie und darauf sind das dann bis dahin preislich günstig halen und darauf sind effektiv dann ein Besteuerung. Es gibt die Systeme schon. Also in einzelnen Mengen, 100 zum Teil am Wasserbereich, wo sie das schon machen, wo du sich pro Haushalt einen gewissen Konsum zu einem Preis, aber wenn du dann über den gewissen Konsum raus ist, dann musst du mehr teuer bezahlen, bis ganz teuer bezahlen. Und der wird dann auch beim Strom. Ja. Was? Und der wird dann auch beim Strom. Beim Strom ist das uns selbstverständlich auch möglich. Ja? Okay. Dann, ja. Es steht nicht an unserem Wahlprogramm. Also ein bisschen. Ja, wir, boah. Also nicht günstig. Ja,
Es okay. Doch. Man gibt all die anderen Leute so wie am Sturm. Ja, das ist richtig. Sonst ein Mini, die also nicht zu vermeiden, direkt froh. Das heißt auch Google müsst auch mehr bezahlen für Energiekonsum, weil die kommen ja plötzlich einfach, weil es so billig ist. Ja, müsst die gucken, was an ihrem Prozess eine optimale Nutzung ist von der Energie, aber sie darüber rausgehen und nicht alle technische Möglichkeiten haben, für ein Maximum von Energie zu spuren, dann müssen sie mehr bezahlen. Das steht mal los. Das ist nicht ein generell, mit das ein... Ja. Okay, das ist nicht verstanden, was Herr Bodri sagt, gell? Carol Diesburg. Ich denke, das ist für uns ganz klar, sowohl was den Kyoto-Sendo geht, Tanktourismus, muss man abgehen. Wir sind noch für einen CO2-Mindestpreis, muss man europäisch zusammen ausmachen. Wenn die Energiepreise billig bleiben, dann gehen die Leute nicht incitiert. Wir haben die Mesuren alle gut überschafft. Und das ist einfach so, dass man keine gute Dynamik kriegen. Zum Wasser will ich schon sagen, dass man da in einem Direktiv gehalten sind. Und da hat Lützeburg da ja ein von den ganz wenigen Ländern, hat Herr Bodri schon gesagt, schon eine Sozialkomponente da mit dran gebaut. Auf den Rest muss ich einfach sagen, sie bleiben soziale Mesuren sind meiner Meinung nach ganz wichtig, gerade wenn es darum geht, insgesamt den Ressourcenverbrauch und den Energieverbrauch mehr Realitätsnot zu gestalten. Da muss man denen Leuten, die ein Problem haben, sie bleiben helfen. Freibetrag oder nicht, das wäre mir einfach nicht klar. Also den Mindestsockel gratis oder besser? Nee, oder das halte ich nicht für richtig, weil es dadurch ja nicht Konsumverhalten ändern. Also wir müssen insgesamt Konsumverhalten von den Leuten ändern. Okay, Herr Gramenia. Ich muss jetzt aber eine Remark machen, dass ich feststelle, dass man einen Saal haben, den einfach begeistert, dass wir mehr Steuern zu kriegen. Und ich kann mich dafür aber generell nicht begeistern. Ich will das aber so. Wir rechnen immer deine Entlastung auf andere Plätze. Nee. Also, das ist mein nächster Punkt. Wir rechnen immer deine Entlastung auf andere Plätze. Ich will einfach auch den zwei Frauen da anfangen. Ja. Ich, sowohl dem Polsing an auch der Madame hier, die von der Progressivität schätzt, ich fand das eine gute Piste. Und dank der Digitalisierung von der Wirtschaft, vom Smart Grid und alles, wenn es so geht, ist das auch heute merkbar. Das wäre für Jahre überhaupt nicht möglich gewesen. Und dann, letzter Punkt, mir geht noch an der TVA. Eng orientiert TVA hun leider ist dat europäisch haut der Lä mir eng Reform von der TVA könnt ich kann nicht so Lützeburg auf jeden Fall TP wird sich ersetzen zum Beispiel ob elektrisch Autoen eng TVA von 3% zu setzen das können wir im Moment nicht mehr. Okay. Ich finde es nicht ganz verstanden ob der Währungssteuer sieht oder nicht gut. Ja, die Staffelung von der logisch ja. Das muss ich pro Sektor gucken, sind ich ganz auf der Linie vom Alex Bodri, da sind die besten Standarden hält, an ja, wenn nicht und die hält, kann nicht mit Eier gehen. Wir werden nicht, weil Digitalisierung nicht möglich möchte, das nicht zu kontrollieren, sondern das machen. Okay. Lorenz Heimet. Merci, ja, die Frage war ja einfach gestaltet, da würde ich sagen, einfach Antwort, nee. Wir sind nicht der Meinung, dass die alle Energieträger soll Medaille machen. Und es sind noch nur bei meinem Opa, den zwar als Finanzminister Steuern dann nicht gerne hat, was ja auch verwunderlich ist. Aber wir können nicht einfach nur so die Steuer ab und die Steuer ab, das DAX doof gesagt gehen. Ich fand schon, dass du beim Steuersystem, was du willst, wie besteuern, auch vielleicht muss alles bei Nee setzen und gucken, wie hoch die Leute dann noch belastet. Dafür haben wir ein Programm. Wir wollen schon über die nachhaltige Umgestaltung Elemente rüberholen, muss aber Sinn machen. Wir sind nämlich auch für eine Reform von der Grundsteuer. Wenn wir die solid an die Gäfe setzen, da kannst du dann auch gleichzeitig die Energiepreise nach Medaille machen, an der Benzin Medaille machen, an Wasser Medaille machen, an Leben insgesamt Medaille machen. Das ist nicht als Approach. Also das ist ganz klar, auch der Movement Ökologique sieht nicht, es soll immer, hat dann Herr Süst an die Luft gesagt, geben wir natürlich brauchen aber andere Punkte einen Ausgleich dafür. Aber das ist Förderung vom Movement Ökologique, ich habe gemeint, wir haben vorher im Saal. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass der Movement nur als Steuerreform ist. Dann, Hardy. Ja, also wir können den Energiepreis progressiv erhöhen, ja, aber gestaffelt je nach Verbrauch an je nach Sektor, da sind wir d'accord. Aber Kondition ist aber, dass man den sozial schwachen Leuten wirklich eine Hilfestellung bieten, dass sie nicht so viel darunter leiden. Und da muss man einfach nur Mechanismen gucken, weil schon heute ist das Leute Probleme aber für die vielen Energiekästen abzukommen, die aber auch schon viel mit Energie sind an den letzten Jahren. Und kann ich nicht sagen, dass die Preise da gleich bleiben laufen.
Okay, ich darf nicht kommentieren. Wortmeldung den Fabesteht? Kann ich also Wurstum, das ist die engeren Follichen vom Wurstum. Ich fand, die soll in der Woche im Moment ausschwätzen. Und ich meine, wo wahrscheinlich viel von uns ein bisschen schockiert wäre, dass das bestimmt Parteien an der Transportpolitik und der Mobilitätspolitik eigentlich Rollback wollen. Das heißt, wir stellen ja fest, dass das Legislaturperiode gesagt hat, dass wir als Movement lang Jahre gefördert haben, nämlich eine Priorisierung von Investissementen. Ich fand, das soll in dieser Regierung wirklich zu gut halten, dass man an dem Ausmaß für dich, wo das so geschieht, also ich muss schon Respekt wirklich, dass das durchgesetzt ging. Aber wenn ich dann nur gesehen habe, dass bestimmte Parteien aber an ihren Wahlprogrammen all mögliche Verlängerungen vom Tram fordern, Investitionen an Eisenbahn, und auf der anderen Seite Dreispurigkeit von allen Autobahnen, eine Vierspurigkeit von der N7, ich weiß nicht, Arbeitshöhe von Kontournement am Land. Da muss ich sagen, da gebe ich gerne eine Frage stellen und den Herrn Gramenia. Als das rein budgetär, unabhängig von dem Effekt, den der tut, weil es kontraproduktiv wahrscheinlich nicht ist, ob den Genien der fährt. Weil ich meine, wenn mehr Straßen lackeln, ist mehr Verkehr, Individualverkehr und mehr rein budgetär. Als das überhaupt denkbar, dass die Visionen, pardon, die verschiedenen Parteien, und ich meine, dass in anderem CSV, das aber meine ich auch Piratenpartei, ich weiß nicht, wer bei den anderen im Detail so dran steht, mit den Modellen, die mir aufgefallen sind. Also die drei gehen. Ja. Piraten fordern, das ist Piraten fordern relativ massiven Ausbau von dem Strassenreso. DP fordert auch relativ massiv, wie sie formuliert, ein bisschen mehr subtil, sie so eine Priorität, die müssen auf den Lege geholt gehen, und dann muss ich gucken, dass es geht, wir haben rund, also aber ganz klar, dass ein Ausbau vom Strassenreso ist. Und CSV bekennt an diesem Dingen ganz klar verhaftet, das war der konkretsten Teil aus ihrem Programm, Lorenzheimer, das darf ich aber so sagen. Und zwar gehen 13 Konturen abgelöscht, und da wird gesagt, neben den 13 schon gelöschten Konturen, wird nach einer spezifisch abgefordert, nicht an der löscht, den musste besonders wichtig sein, das ist ein Dippischer, das ist sie auch für die Westvariante, da sagen sie, und da, pardon, das muss ich ein bisschen ironisch so, dann bemerkenswert Detail, Friede, sie sie dann, was sie sagen, dass alle große Autobahnen sollen dreispurig gehen, und schauen können das an Beitrichtungen. Da sieht er wirklich viel mehr konkret wie beim Naturschutz. An Beitrichtungen. Also, natürlich noch. Madame Moderatrice, also ich war ja sich am Gange vorzustellen. Also meine Frage geht für dich, den Herr Gramenia, dann den Herr Zeimert an und den Sven Klimmer. Merci. Okay. Also ich meine, ich kann hier ganz klar, ganz einfach einführen. Das ist ja Wunschkatalog, den ganz viele Leider, ganz viele Parteien da machen. Der Finanzminister, den entweder die ich mal erstens, das natürlich muss auch auf Vergleich gesetzt sein, ob ein Tram möchte oder Schienen. Das muss aufgeweiht werden, was das rationellste ist. Und das ist natürlich nicht die zwei Sachen. Wir haben ein oder so ein Tram oder Straße? Nee, Tram oder Schienen. Okay. Das muss ich auch gucken. Wir haben 1,6 Milliarden an den 5 Jahren an Schienen investiert. 1,6 Milliarden. So viel als noch nie an den Zug investiert gehen. An Tram ist natürlich investiert, wie wir wissen. Also, mein Antwort ist, da muss ich Prioritäten setzen. Aber die Autobahn nur bleibt für eine Piste, die wir an unserem Programm haben, oder man es oft gesagt haben, dass Platz einfach die Autobahnen nach mir brechen, eine flexible Utilisation von den Autobahnen, an dem man auf 3 Spuren geht, von neues Verkehr ist, und dann auf 3 Spuren geht, von den Zurücken. Bref, die intelligentmögliche Lösung für nicht einfach alles zu verdoppeln, zu verdreifachen, weil wir das budgetär effektiv nicht packen. Just ganz kurz Priorisierung zwischen, ich meine, das war nämlich doch froh vom Priorisierung zwischen öffentlichem Transport an Straße. Wo setzt das so? Da gibt es verschiedene Meinungen. Eispartei ist der Meinung, dass wir sollen den öffentlichen Transport gratis machen. Nee, bei dem Infrastrukturbau. Wo setzt das Priorität? Meine Priorität soll immer auf den öffentlichen Transport sein, ganz klar. Okay. Lorenz Heimert,
Der wird kreativ an dem Wahlprogramm. Ich stund nicht nach einkehr. Ich gebe mir wünschen, jeder gebe unser Wahlprogramm so gut lesen wie dir, Madame Weber. Ich werde nur aber leicht Der verkauft den relativ gut dafür freuen. Ich mich nicht einfach mal der Stelle auf den Tür gehen. Nach den nächsten 2 Wochen, ja, es bleiben. Wie meinst du froh, Herr Zahner? Ja, wie wird froh? Nicht froh, als effektiv, dass ihr der Meinung seid, dass das budgetär überhaupt möglich ist, als Ihr Wunschkatalog. Aber falls nicht, wo die Prioritäten gibt setzen. Also an alle. Ja, okay. Ich will just so, die Regierung so schön geläuft für drin. Das ist alles an der Reihe. Ich will just einfach daran erinnern, dass die Regierung dafür drin, mit dem Minister, der zuständig war, dafür drin, den Modu an die Wehr gelegt hat, für den Traum gestritten hat, die ganzen Projekte, die durch Chambergang sie präpariert hat. Also war auch schon, den Tierrang war nicht eitel, sagen wir mal so. Das ist just gesagt. Ich summe ja nicht, dass alles das, was an diesem Plan steht, an den nächsten 5 Jahren wird realisiert gehen. Das ist absolut nicht möglich. Wo ist denn die Priorität? Ganz klar. An Priorität, also die Projekte zu realisieren, auf die wir so geeinigt haben, die in NRW sind, auch die müssen vertieft gebaut gehen. Wenn es geht nicht nur, dass der Ausbau von der A3 durch die Chamber geht, dann ist es noch lange nicht gebaut und noch lange nicht finanziert. Das sind Finanzmenten, die kommen mal, die gehen mal teuer. Und die müssen gemerkt werden. Der weiteren Ausbau vom Tram, der weiteren Ausbau von der Eisenbahn, von den Eisenbahnstrecken, die dezidiert sind, die müssen mal gemerkt werden. Wir müssen einfach auch in Zukunft darauf planen, dass es nicht darum geht, wie das in der Vergangenheit gegangen ist, dass man eben nicht vorausdenken, was könnte, aber was man in der Zukunft Werte braucht, wenn wir schon wissen, wir Werte wissen, wir wollen wissen, also müssen wir uns auch als Infrastruktur dementsprechend anpassen. Darum geht es uns. Okay. Ich meine kurz, oder ich probiere, ich meine, Infrastrukturen bauen kostet, muss ich aber sich bewusst sein, dass man, wenn man schon wissen, und ich meine, für darüber so ein schön Zitat aus der Presse, zum Wachsen verdammt oder Ähnliches zitiert gehen. Wir wissen, dass wir wissen werden, wir wissen, dass wir kurz- und mittelfristig sicher nach müssen wissen, weil eure Wirtschaftswandel geht nicht von Haut auf Mur. Dementsprechend wäre es irresponsabel, für nicht die nötigen Infrastrukturen zu bauen, für diese Wachstum zu begleiten. Weil das scheint ja gut, den öffentlichen Transport zu priorisieren, was klar bei unserem Programm steht, wenn der Bus am nämlichsten Stau steht, weil die Straße nur 2 Spuren hat. An den nun mal nicht all national kann unidirektionell machen, dann bringt das der Bus herzlichst wenig, wenn er dabei mal 3 Mal so lang braucht, wie in den auf den Individualverkehr. Mit Westtangent das ein ganz neues Straße, ist zu suchen. Westtangent wäre eine neue Straße, für eben auch Regionen besser umzubauen, wie das heute der Fall ist. Ich denke, der Westen ist getan vom Wille Westen, getan vom vergessenen Westen geschwärzt. Beides will ich so nicht stehen lassen, aber kann den aber definitiv besser verkehrstechnisch gebunden. Wir sind übrigens auch dafür, für die Eisenbahnstrecke von Stengenfurt rüber in den Westen zu reaktivieren, da wo die letzte Schiene quasi aus dem Boden gerappt gehen. Das ist das nicht nur eine Straße, wo man will bauen. Und das letzte das, wir wollten am liebsten innovativ Lösungen für Massen öffentlichen Transport bauen, ob das sich ein Monorail nennt, ob das sich ein innerirdisches Tunnelsystem sehen. Ich meine, du wirst da weiter alles geht. Ja, aber das muss ich. Dann hat die Idee vor der tatsächlich nach einem Metro an der Stadt zusätzlich zum Tram an der Welt. Nee, das ist kein Metro. Wir haben das schon für über 10 Jahre City-Tunnel genannt. Das ist eine Verlängerung. Man haben vorbeipassen schon gesperrt, ob der Stadt da gar die innerirdisch sind. Ja, Gramminia wisst das vielleicht doch. Ich weiß nicht. Aber an der Regierung hat es schon geheischt. Ich weiß nicht mehr genau, wen der gesagt hat. Mit das die Stadt da gar auch limitiert das, trotz den 2 Kehen, die dabei kommen. Und das ist schon ein innerirdische Bypässe gedurcht gibt. Das ist genau die Solution, die wir auch proposiert haben. City-Tunnel, die Leute innerirdisch bis an die Dörferstadt oder mich weit bringen. Du könnt ihr Metro nennen oder okay. Fakt ist, es gibt innerirdische Bypassen gedurcht mittlerweile, weil wir genau wissen, dass die 12 Kehen, ob da gar nicht durchgeht. Okay. Noch Wortmeldungen? Ja, okay, für dich, du Hannen und dann H4.
Ich gehe später, werdet immer mich spät, dich kurz zu fassen. Ja. Ich habe festgestellt, dass das Thema Wurstum ganz komplex ist. Ja. Und ich erlaube mir, eine persönliche Zusammenfassung zu machen. Es gibt schon dann anscheinend kein Wurstum, weil die 3,5 bis 4,5% PIB-Wurstum, da müsste man ja dann die 2% Bevölkerungswurstum aufzählen, vielleicht nach 1% Frontalien. Da bleibt die oder die nicht zu Lützeburg finden, da bleibt ein Zahl übrig von 1 bis 1,5, der heißt Männer oder so viel wie an den anderen Ländern. Das heißt, wir haben nichts Besonderes mehr. Das, was wir aber als Bürger alle gut erleben, und das ist auch das, was Sven Klimmerlo gerade gesagt hat, das ist aber immer eine Bevölkerung, wenn neue Infrastrukturen gebaut werden, neue Straßen, neue Umgehungsstraßen, dann ist das mit Bevölkerung. Und das ist dadurch, was uns zugen möchte. Wir kommen nicht mehr aus dem Quartier raus, wenn wir für die Kommissionen machen gehen. Das ist also vielleicht mein erster Bilan. Wir haben kein Wurstum mehr wie die anderen, wir leiden aber unter dem dann den von der Wurstum vom PIB, den also da bei 3,5 bis 4% ist an der Moyenne. Das ist aber das, was wir alle guten Probleme haben. Dann haben wir eine letzte Frage, die haben. Es gibt ja auch heute noch gesagt, wir brauchen den Wurstum, was wir dann den PIB-Wurstum für die Sozialleistungen, für die zu finanzieren. Das ist aber bekannt an den Naturwissenschaften, dass keine Kurve ewig steigt. Das heißt also, wir brauchen einen Lodewurstum für die Sozialleistungen von der Bevölkerung zu bezahlen. Wie geht es dann, wenn wir da bei 1 Million Einwohner sind zu Lützeburg? Wie wie kriegen wir das an dem Moment? Wie viel muss dann der Wurstum sein? Aber wo halten wir ab? Also ich meine, da sind die an den Plan sektoriellen, die Ausweisung von neuen Bebauungen, dann ist das alles, können wir das vergessen. Also das wäre eine Frage für dich und Herr Gramenia. Wie lange soll die Wurstum vom PIB dann nach 4 Jahren? Ich ging den Herr Vierbier nach sich vorzustellen und da gucken ich an den Raum ran, ob der Welt das nach geantwortet wird oder ob man solle bei der Partgo dann du weiter schwätzen. Ich schlüssel den jungen Menschen hier aber vorstellen, dann da freue ich mich. Schießen, ob ich die direkt so stelle, das bisschen an einer Richtung nach ob man froh es gibt die ganze Zeit viel davon geschwert, dass man es Empreinte an der Umwelt reduzieren. Wir probieren die ganze Zeit das zu reduzieren, was wir ausstoßen. Wenn wir probieren, gegen etwas zu produzieren, was immer entgegenwirkt. Ich meine, ja von der erneuerbaren Energie geschwert. In Lützburg können wir nicht viel machen. Wir haben zum Beispiel Wandmühlen. Es war die Idee bis dort, aber dann ist immer das Problem, ja, der Lützburger will keine Wandmühlen am Garten stehen. Einerseits verständlich, aber was kann ihn, wo weiß eine Idee, was den da machen kann? Okay. Soll man froh runter abmachen oder soll man so in alloven zu Grenzen an den Raum rief de Pat? Wie will noch weiterfuhren? Wie will so machen? Ja. Wir schwätzen Herr an der Spengen als Moderatrice denke ich mal, muss ich sicherlich ich denke Tablerante machen, wo über Einzelinstrumenter schwätzt und das ausdiskutiert. Das so ihr aber viel muss Merci wer Geduld an den Interventionen. Und ich will aber sind noch eine Reihe Jungenkleid hier und so weiter, wann Lust hat bei uns intern weiter Mathe zu diskutieren. Mail da es kommt bei mich, kommt bei die 2 Bursten, meld dich, wir zählen erst gerne mit an als Erbesten. Vielmals merci, Nerenke.